Selten so pünktlich. Ja, Timmy Boy war Sekunden früher. Ja, jetzt lass ich durchgehen. Jetzt darf ich erst mal gerne warten, bis ich mich selber sehe und her. Bin mir nicht so 100% sicher. Oh, ich glaube, es scheint zu funktionieren. Timmy Boy Poppermann! So schaut's aus. Kriegst du dir daheim? Rest vom Sauerfall? Habe! Übrigens, Birger, Montag, 20 Uhr! Meine Damen und Herren, so schaut's aus. Kriegst du mir gleich meinen Haufen rein, damit nichts passiert. Habe die Ehre an die Sam Croweifen und den Rest der ganzen Mods an die Lillikrähe, an den Grisen, an noch mehr an die Lillikrähe, einfach weil das kann man an den Zampel. An die Scarecrow, an die Steffi, an den Tommy, an den Kisi, an den Bazooka Joe, an die Misa, an den Mr. White, an den Weber und jetzt mal nicht mehr. Heute ist Montag, soll ist erfüllt. So, aber schauen wir aus. Schauen wir gut aus, oder was? Ich müsste ein wenig nachsichtig sein mit mir. Heute ist er ein wenig miert, der Papa. Papa ist heute ein wenig miert. So, ich gehe heute schon den ganzen Tag dahin und habe mich schon, glaube ich, 2 Meter fahren müssen, dass ich nicht in meinem Sessel der Hörerin einschlafe. Irgendwann am Nachmittag. Ja, Ansio, ja, heute gibt's Daisy. Und ein neuer Surferhaus. Passwort ist Bier 2. Schauen wir aus. Der Goldball schreit, NX! Ich bin gespannt, wann sie endlich einmal die Runden fertig kriegt jetzt da, Kruzifix. Haben wir schon in der 3. Woche, was ist da los? Was ist da los? Damit wir endlich in die gemütliche 2. Runde gehen können und ich jeden Tag da drin reinlocken muss und das kaputt, aber es ist eh nicht so viel kaputt. Es läuft wirklich cremiger, als ich das dachte. Leider Gottes ist mein Skript ein bisschen kaputt, damit ich sehe, welches Netzwerk am weitesten ist. Das ist ein bisschen dumm. Hab nämlich gemeint, heute wären schon Leute fertig. Dabei stimmt mein Skript einfach nicht. Ja, ist egal. Timmy Boy, du warst einfach eine Sekunde zu früh. Deswegen, so nicht, Herr Birger. Nein, ich war nicht zu früh. Schau ich aus, dass ich zu früh gekommen, oder was? Mr. Bavarian Dream! War nicht mehr da seit der Sommerpause. In den ersten 2 Minuten weigert sich YouTube Resubs so zum Zangen. Ich weiß nicht, was da los ist. Jetzt funktioniert's. Bei der Traumtänzerin funktioniert's schon. Und beim Dani geht's. Bei der Traumtänzerin geht's auch nicht. Kruzifix! Bavarian Dream! Jetzt für 23 Mal. Servus Birger, endlich bist du wieder da. Leben läuft scheiße. Immer in Stream Talanda Grantler. Was ist denn sonst den ganzen Tag? Traumtänzerin, aber die Ehre, alles frisch bei dir. Eben nicht. Heute kann man es probieren, pass auf, so. Dann kann man uns so hersitzen und schauen, wann ich einschlafe. So. Kaffee oder auch ein bisschen. Was ist der typische Montag, das ist immer. So, ein bisschen das herknien, so. Nein, das darf man nicht tun. Darf man nicht tun, ich sag's, was ist, ich rat's weg. Auf der Stelle. Traumtänzerin Mess für 88 Monate, Dani Mess für 3 Monate. Kuss auf die Nuss. Speckmeister Mess für die Zwiege! I am only sleeping stream. Haben wir auch noch nie gemacht. Das ist einer, was zum Ausprobieren. Oh Gott, der Sprengmeister kommt wieder nicht mit der Hütail. Nein. Erhält man beim Kauf von Langwaffen auf seine Flinte eigentlich auch 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung? Wo steckt der Wortwitz? Auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener. Der sitzt Bein voll bis Gott. Mann, ich wollte einfach gemütlich schlafen und kommt ja mit der Gewährleistung. Please unalive me. Spring im ersten dir. Dankeschön. Bugelmess für 58 Monate. Da habe ich den Chef Chris aus Bong. An den Roger! Welcome to the Squad. Merci für die Mitgliedschaft. So, Schluss jetzt. Ab in den Chat, da habe ich den Roger. Alles Roger beim Roger. Hast mit Sicherheit noch nie in deinem Leben. Es gibt das Schicki auch noch mit neu. Was ist da los? Fix. Da war Hickert! Schicki! Ebenfalls merci dir! Kuss auf die Nuss, welcome to the Squad, ab in den Chat, aber der Schicki, wenn ihr mitmacht. Kacknudel, Arschlochwurst. Den Biker Drehgüten heute! Ich bin gespannt, was wir heute überhaupt haben. Ich bin wirklich gespannt, was Hightail kann. Mir werden die ganze Zeit Videos vorgeschlagen, aber ich muss mich zwingen dazu, dass ich nicht so schaue. Das ist nix. Snus, bin ich Sepp! Merci für 65 Monate. Der mal eine Frage an die Leute im Chat. Der Späßler und ich daten gern beim Gaudi-Stock-Turnier einen Vollbiss-Squad machen. MKR daten aber nur 2 Brauer. Hehe.
Ja, Bavarian Dream fragt, wo ist das? Habt ihr den ersten schon gefunden? Nice. Scarecrow schreibt, was man vielleicht ändern könnte, ist die Farbe der Clan-Mitglieder auf der Karten, sagt man auf den Sandplaneten kaum. In Runde 2 wird es keinen Sandplaneten mehr geben. Übrigens auch keinen Plasmaplaneten mehr. Die goldene Regel von Annex wird alles Stein, Schere, Papier. Es gibt alles nur 3 Mal. Soweit es so halten kann. Maxi Franz! Okay, aber ihr seid wieder, was ihr seid? Member Montag oder was? Gibt's ja wieder Mitgliedschaften umsonst? Seid fix! Maxi! Welcome to the Squad. Dankeschön für deine Mitgliedschaft. Kuss auf die Nuss. Sand mag keiner, der ist rau und kommt überall hin. Stimmt. Und dann ist er in meinem Spiel ja nur mit Schleim verwachsen. Der geht ja gar nicht mehr runter. Sand mag keiner, das ist absolut richtig. Servus und Grüße aus dem Schwabenländle. Grüße zurück. Sei doch froh. Was? Über was bin ich froh? Also, Herr van Hinten, du bist da lang nicht dabei, dass du weißt, wie es gemeint ist. Ruhig. Schleimsand, quasi Schland. Das war der Hintergedanke, ja. Nein, ich habe mir tatsächlich gedacht, ich habe mir einen NPC ausdenkt, also eine NPC-Rasse, die auf dem Sandplaneten lebt so. Und dann habe ich mir gedacht, was ist das, was überhaupt nicht zusammenpasst? In einem Sandhaufen drin. Ja, Schleimbatzen, Alter. Das ist ein elementiger Schleimbatzen, der eins ist mit dem Sand. Das passt überhaupt nicht zusammen. Ich denke, das machen wir. Ja, habe ich noch nicht gesehen. Also. Der NPC ist ultra aggressiv, weil er den ganzen Tag lästig ist, weil er die ganze Zeit sandig ist. Herr Gottleck, erst für 12 Monate. Oh, schon wieder das Jahr voll. Erstmal mit dem MK2 wegen Pocketbike schrauben. Na, was jetzt ist? Hockt es jetzt in der Garage und jetzt irgendwo umeinander schrauben? Was jetzt ist da schon wieder? Ist das so einer? Ja. Meine Damen und Herren, besprechen wir heute Hightail. So schaut's aus. Unter manch Zunge nennt es Minecraft 2. Und Minecraft kennt immer wieder mal als Vorschlag. Von Minecraft und ich denke mir so, Alter, das letzte Mal habe ich Minecraft ernsthaft gespielt. 2010. Ich bin mit Minecraft so gesehen, ich hab's schon cool gefunden damals, aber ich habe das 12. Lebensjahr dann irgendwann abgeschlossen gehabt. Und dann hat man denkt so, ja, ist ganz nett, aber es gibt halt mehrere. Deswegen kenne ich Minecraft in Modded und in Serverform kenne ich nur, wie wir es einmal wirklich im Stream gemacht haben vor, wann war denn das? Vor 6 Jahren oder so, keine Ahnung. Aber, wenn jetzt etwas Neues kommt, dann springen wir mir mal ausnahmsweise auf den High. Was? Simuas leider in Salzburg hackeln ein paar Tage. Au, jetzt sagt der Cyberfox hat vermisst es already. Du sollst eigentlich nicht Stream schauen, sondern 8 Spätzchen einladen und Bude abreißen. Das ist mein Plan. Für euch. Herr Cyberfox, Oide! Schöne Grüße nach Salzburg. Werden Sie nicht zu viel hackeln da hinten. Die Österreicher haben voll genug Geld. Aber jeder, der auch nach Österreich geht, zum Umeinander hackeln. So wie das ist, da muss das Geld ringen offensichtlich. Ich weiß nicht, was da los ist. Cyberfox, merci dir. Schon schön, merci wird 2 Monate, aber zurück, Timmy Boy. Birger, hast du schon von dem Hyper-Realistic-Spiel Bodycam gehört? Ja, habe ich auf der Liste. Wird das gespielt, wenn das kommt? Das gibt's doch schon, oder? Das ist in der Early Access, wie alles andere auch. Hightail, das wir heute spielen übrigens. Ja, es ist übrigens auch in der Early Access. Ja, also es ist mir jetzt wurscht, das soll schon relativ weit sein. Schauen wir mal, was das kann. Oh, Lilith ist anscheinend ein Cyberfox der Alte. Versteh schon. Da, wenn du in Österreich umeinander hackelst und nach dir auf die Nacht Stream schauen kannst, dann kann es nicht so tragisch sein. Aber ich hoffe, es ringt unfassbar viel Geld. Nein, täusch dich nicht. Was täusch ich mich nicht? Ist bei Minecraft nicht der Gockelmann entstanden? Ja. In Österreich regnet es kein Geld. Ne, ist nicht so. Habe ich aber anderes gehört. Seit letztes Jahr. Bin gespannt, wie der Franz in Hightail aussieht. Ich habe kurz bei Spiel natürlich aufgemacht und es gibt einen Charaktereditor. Da haben wir aber nicht weiter hochgeschaut, haben wieder zurück und haben gedacht, naja, das machen wir im Stream wie immer. Bis um 9 Uhr, dass wir jetzt mal einen Chart zusammenbauen. Die Viecher sind so ultra cute in dem Spiel. Sind sie wirklich? Das wollte ich jetzt eigentlich auch gerade anmerken. Ich muss mich wirklich zusammenreißen. Normalerweise, wenn ich eine Art von super knuffig, super cute Grafik sehe, biege ich normalerweise immer ab, weil ich mir denke, ja, Kindergespräch. Ich bin halt 12. Ich bin 12. Wie kommst drauf, Herr Müller! In Österreich es Geld regnet, Smiley mit Freudentränen. Ich weiß nicht, Dr. Müller. Ich weiß nicht, wie das hergeht. Da hat sich die Erdkugel so verrückt draht.
dass die Kreditkarten einfach aus dem, die ist halt dann so blöd aus dem Geldbeutel rausgefallen und dann auf die Tastatur drüber gerollt und hat zufällig auf den Donation-Button gedrückt und komischerweise gibt es aus Österreich nichts unter zweistellig. Also ich darf sogar so weit gehen, selten unter dreistellig. Oder sagen wir zweistellig mit einem Fünfer vorne dran. Kriminalweil, Herr Dr. Müller, merci dir, schöne Grüße nach Österreich. Haben wir unsere Lieblingsnachbarn haben wir schon lange nicht mehr gegrüßt. Haben wir schon wirklich lange nicht mehr da. Lieblingsnachbarn, seien Sie gegrüßt. Herr Gottlieb, merci für den Euro. Bild ist im Hobby-Schmerz im Discord. Den muss ich mir jetzt anschauen. Was ist da zusammengebaut? Ich hab da keine Ahnung, was ist da wieder übereinander schrauben. Pumpe Düse Fundtasse. Ach du Scheiße. Das muss ich jetzt schnell in den Stream einbauen, das hilft nicht. Wie können das auf die schnelle regeln? Warte mal. Jetzt ziehen wir da so rum. Dann steht da sowieso nichts, was irgendwie wurscht ist. Warte mal. So, machen wir so. So, servus, grüß Gott, das ist mein Discord im Übrigen. Da. Und da hinten bin ich. Ich hoffe, ihr seht meinen Mauszeiger da so. Was ist das? Für mich schaut das halt aus wie ein Babygroß. Ist es sowas wie ein aufgemotzte Kindergroß, die aber 600 PS hat und 400 fahren kann? 1A-Setup kann ich nicht beurteilen. Für mich schaut das auch aus wie ein 1A-Setup. So wie das ist, ich kenne mich nicht aus. Birger, hast du schon auf der Liste? Herr Loop and Lens, dass die Fragen raus, selbstverständlich, aber ich glaube immer noch nicht so wirklich, dass es wirklich kommt. Oder wenn es kommt, das war ja ursprünglich eine Tech-Demo, dass dann das ein anständiges Spiel wird, außer bloß Blätter-Gorkacke. Aber dummerweise habe ich das 12. Lebensjahr abgeschlossen und ich mag dummes Blätter- und Gorkacke eigentlich ziemlich gern. Was ist da? MPC 1976! Bayern Renks Chor Geldnet. Drum bloß schwanzen. Herr Oberbayern assoziiere ich immer automatisch mit Minga. Und wer in Minga wohnt und mir verzeiht, dass er kein Geld nicht hat, der soll das Maul halten. Der soll einfach das Maul halten. Herr MPC, merci. Schluss jetzt mit den... Schluss! Zieh nach es! Bin ich freundlich darauf hingewiesen worden. Starte das verdammte Spiel! So. Leute, Dankeschön. Kuss auf die Nuss. Schluss. Aus, pfui. So, drück mal auf Play und nochmal gespielt. So schaut's aus. Ah, Hirschi, dein Zwiegel habe ich gesehen. Was ist da los? Merci für den Zwiegel. Da, 2 Euro habe ich. Okay. Herr Gerwin, wo sind wir denn heute? Grüße aus dem LKW, ich stehe heute in München. Da. Herr Gerwin, hast du Geld dabei? Morgen geht es in Richtung Dortmund. Heilige Scheiße, du fährst wahrscheinlich in der Woche so viel Auto, na gut, das ist ja der LKW, ist wurscht, ein Kraftfahrzeug, egal welches, wie ich im ganzen Jahr nicht. So wie es ist. Darum sitzt ihr in meinem gestungen, zerkratzten Fiat Stilo. Der unzerstörbar ist im Übrigen, nein, ist er nicht. Aber der überlebt mich. Dortmund, da essen. So, jetzt wird's erfutzen. Leute, Dankeschön. Kuss auf die Nuss. Was war denn das jetzt wieder da? Was ist denn da jetzt wieder? Was ist da? Was ist da passiert? Ich hab da irgendwas gekriegt von einem Moritz. Wieso wird das da nicht angezeigt? Das verstehe ich nicht. Moritz, bist du anwesend? Was hast denn du? War das in Enix oder war das da? So, jetzt rennt's dann überall das Geld und ich weiß nicht mehr, von wo es herkommt. Schluss jetzt mit Donaten. Alert Sounds sind aus. Wir spielen jetzt ein Hightail. Machen wir so ein Quick Ab- und Nachtschicht Enix durchsucht. Das wird Nachtschicht, glaube ich. Ich hab mein Mitleid jetzt mal, wenn sich jemand schleicht in Richtung Nachtschicht, das meine ich schon ernst. Aber wenn man denkt, baue ich ein Spei, habt ihr was zum tun. So, 13 noch ist. Habt ihr recht. Hab auch mal 13 Jahre einen Fiat Stilo gehabt in schwarz, geiles Vehikel. Naja. Ich bin halt mehr so der Typ, scheiße. Nein! Rogi! Was sollen dann wir Schweizer sagen wegen Geld? Ja gut, da, das ist ungefähr so, als da ich jetzt in den Minger auf der Fußgängerzone durchgehe und wir fährt bei einen Euro hin. So musst du als Schweizer fühlen, wenn's dem Deutschen am 50er hinwirfst. Was ist denn der? Ein Stundenlohn in der Schweiz. Rogi, in Verbindung. Deinen Namen mit einem goldenen Rahmen habe ich noch nicht gelesen. Darum kriegst du dieselbe Ansage wie alle anderen. 50er ist einfach zu viel. Das ist auch nach 8 Jahren. Oder wie lange waren wir? Gestern ist der Stream übrigens 7 Jahre alt geworden.
Gestern vor 7 Jahren haben wir das erste, habe ich nicht das erste Mal gestreamt, aber das erste Mal gestreamt, seit der Kanal mehr wie 3 Leute kennen, mit Resident Evil 2 Remake, oder? 7 beschissene Jahre, ob du verarschen möchtest, war meine Frage. Rogi, merci dir, schöne Grüße an unsere zweiten Lieblingsnachbarn in die Schweiz. Kann man mir jetzt da bald einmal ein Königreich oder irgendwas anderes, was Sinn macht, draus machen? Österreicher, mir, ob wir Oberbayern da mitnehmen, das muss ich mir noch gut überlegen. Die rechte Seite von den Schweizer, ich glaube, die linken bestehen bloß aus Franzosen, da bin ich, ja, was soll das sein? Und der nördliche Teil von den Italienern. Immer weiß nicht, aber was das ist. So. Das kommt mir an. So, Schluss jetzt. Damals ein Mess für 32 Monate. Rest, Dankeschön, Schluss jetzt. Meine Damen und Herren, wir sprechen heute Hightail. Zu Hightail gibt es ein bisschen was zum Sagen. Ich bin die ganze Zeit mit Videos schon zugeschissen und Leute sind begeistert und keine Ahnung und was weiß ich. Und ich muss mich ein wenig zusammenreißen. Ich meine, ihr seht die Grafik. Erinnert sofort an Minecraft. Sehr viele Leute sagen, oh, das ist Minecraft 2 und keine Ahnung. Das Ding ist seit 10 Jahren in Entwicklung. Das ist echt eine lange Zeit. Das ist wirklich eine verschissen lange Zeit. Kommt drauf, wie viele Leute das da drauf arbeiten. Ich weiß es nicht, ist mir aber auch wurscht. Zwischenzeitlich hat es Riot mal gekauft. Riot sagt jetzt wahrscheinlich nicht an jeden was, aber wenn ich League of Legends und Valorant erwähne, dann sollte das wahrscheinlich die meisten was sagen. Das heißt, es ist nicht irgendein kleiner Pimmel-Publisher oder Spieleentwickler, sondern einer der größten der Welt. Oder war mit zeitweise einer der größten der Welt mit dem erfolgreichsten Spiel der Welt. Und darum denke ich mir so, aus dem Hause Riot ist eigentlich noch nie ein schlechtes Spiel gekommen. Die werden sich schon was gedacht haben dabei. Alle sind im Hype und dieses und jenes und keine Ahnung. Und wer es kaufen will, ja, ich werde hier nicht bezahlt dafür übrigens, das ist keine Werbung. Ich hab das selber gesehen, das probieren wir aus. Habe ich bei Steam geschaut, da gibt es nicht. Das musst du googeln und bei einer auf der Internetseite kaufen. Du musst einen Launcher runterladen. Herzlichen Glückwunsch, ich habe wieder einen zusätzlichen Launcher, dankeschön. Das ist schon der erste Minuspunkt. Und dann waren wir da! So, damit ihr euch auskennt. Und jetzt schauen wir uns die Pumpsbude einmal an. So ein kleiner, wie soll man sagen? So einmal ein Quick View. Und leider Gottes gibt es nicht auf Deutsch. Darum hoffe ich jetzt einfach einmal, ja, das erste, was mit mir da werden ist. Es hat einen Charaktereditor. Ihr wisst, was das heißt, was wir jetzt bis um 9 lernen. Der wird natürlich angeschaut. Später laufen wir dann nur noch, ich weiß nicht, ob man in der First Person nochmal anläuft oder in der Third Person, das sechs wahrscheinlich nie wieder, wie der ausschaut. Aber gut. So, was haben wir da? Hier, Frisur. Frise. Geile Frise. Das erste, was mir auffällt, ist natürlich, es schaut genauso aus wie Minecraft. Aber wenn man mal genau hinschaut, allein schon die Figur, wie die da steht und eidelt und sie langsam so ein bisschen bewegt. Schon hat dieses Model wahrscheinlich mehr Animationen und Dynamik als jeder Charakter in Minecraft jemals, oder? Ich habe das jüngere Minecraft ich nie wieder gespielt, aber gut. Minecraft mit doppelter Pixeldichte. Ja, und doppelter Animationsdichte. Ja, die Voxel-Grafik muss man mengen. Da muss ich mich halt ganz furchtbar anstrengen, dass ich mich von dem nicht beeinflussen lasse. Es soll ein cozy Game sein. Minecraft ist auch ein cozy Game. 5 Noob-Sekunden, was ist ein cozy Game? Einfach gemütliche Spiele, die lieb ausschauen, die da, wo die nichts stresst, da wo so, was will man? Ich weiß auch nicht, wie ich es anders erklären soll. Herr Reisnecker! Servus Bier, Grüße aus München. Soll doch, dass Mingerer kein Geld nicht haben. Muss dafür deine Wohnung schon 2.500 Euro zahlen. Herr Reisnecker, war gar nicht, ich glaube, du weißt das. Kuss auf die Nuss, Dankeschön. So, schauen wir mal grob Frisuren durch. So, das ist die Hobbit-Frise. Das ist die etwas längere Hobbit-Frise. Oh, 2 Zipfel. Ich finde das irgendwie so komisch, die Köpfe, die quadratischen, machen mich fertig, aber gut. Ja, da haben wir die typische Anime-Frise, was auch sonst. So, wir haben der Burma und Mana gemischt, oder was ist denn da wieder los? So, ne, wir brauchen einen Foodlab, Franz. Da, hier, da. Haben wir da nicht? Nein, das ist auch nichts. Haben wir keinen Platterten, noch der ein Knie kriegt am Kopf, was ist das? Oh ja, Furries sind auch vertreten, wunderbar. So, was haben wir da so? Das sind lauter Weiberfrisuren! Also das da, was das so heißt, ist, weiß ich nicht, Handgranaten. Ja, nehmen wir mal weiter. Ja, aber schau dir mal das an, was da Frisuren gibt, bist du besoffen, Alter. Die Symbole hätten wir gleich mal erkennen. Was ist das? Locked Cosmetics. To use this cosmetic, you need the Supporter Edition. Ah ja. Ja, die habe ich nicht. Das ist nichts für mich. Ich hätte gerne eine Glatzen da hinten. Da hätte ich gerne ein Loch drin. Hallo? Kriegen wir das nicht zusammen? Platten wo? Da jetzt einfach so ein Loch. So geil umgekampelt. Was haben wir da noch? Ja, war klar, der Iro darf nicht fallen. Was haben wir da noch so? So ist ein Krampf. So, das ist...
Ja, zur Not nimm einen Quadratschädel. Oder einen Lenker. Was ich da damit morgen erkläre, wenn ihr etwas älter seid, aber das schaut so anders aus. Haben wir da nichts Besseres wie das, aber es gibt so viele verschiedene, aber irgendwie sind alle gleich. Ich weiß es auch nicht. Hat der Knie? Nein, der hat einen Pimmel. Ah, da kann man aber auch mal einen Franz in seine jungen Jahren, kann man auch mal spielen. Weiß nicht. Ich glaube, Platten ist aus. Ich fühle mich, gut, ich jetzt persönlich nicht, aber einige unter euch offensichtlich fühlen sich deutlich unterrepräsentiert. Ich darf da mal eine E-Mail hinschreiben. Sagst du hier, da gibt's kaum mit einer Platten. Okay, halt mal. Easy going, Alter. Easy Katka. Weiter geht's. Was haben wir sonst noch? Was ist das? Was hat denn das? Eyebrows. Ja, die sind Anatomar, oder? Da, hier. Schauen wir mal, was wir da so alles haben. Ja, da ist jetzt die Auswahl natürlich nicht so narrisch, aber wir haben natürlich auch, brauchen wir weiße Hunger. Naja, es darf schon ein wenig kontrastreicher sein. Hätte ich vorgeschlagen, dann machen wir gleich mal weiße Haare, das passt schon. So, was haben wir für Augen? Schauen so nicht. Schauen so nicht. Großen Augen aus. So schauen wir aus, das war mir den. Boah, leck das. Weißt du, was mich das ganz krass erinnert an Augen von Orks an ein paar bestimmte, nicht an alle Orks, sondern an die CGI-Orks vom Hobbit, glaube ich. Der Franz auf LSD, der Franz ist eine Miete. Na, Augen geben wir ihm ganz normal da, oder was sind die? Machen wir blau. Ja, Augen hat er normale. Ich möchte oh! Ich möchte einfach bloß einen geraden Pornobalken, Alter. Und sehen gibt's wieder nicht. Dann müssen wir den geschwungenen Pornobalken nehmen. Wo ist denn da der Unterschied? Ja, dann machen wir schon einen großen, das passt schon. Oh, Hüte! Ja. Was auch sonst, Alter? Wenn der Franz keine Krone nicht auf hat, wer dann? Wobei, oder eher ein Diadem. Herr Anderglick, gib mir erst hier! Alle drüben beieinander aus dem Spätschicht-Squad. Ja, permanente Unterhaltung. Das sehe ich als mein größtes Plus auf meinem Karma-Konto. Unterhaltung für die armen Schweine in der Spät- und Geisterschicht. Was haben wir da noch? So. Der Geschenkpapierschell. Ja, der Piratenhut. Coole Mützen. Was haben wir da noch? Das ist so ein Tierchen, das ist ein Tupac-Tierchen, warum nicht? Ein Zylinder steht ihm gut, aber dann sieht man auch seine Platten nicht mehr. Was haben wir da? Kopfhörer mit Kappe? Da gibt es einfach Kopfhörer so. Ja! Gibt's den? Haha! Schau hier, wie cool das wir ausschauen! Meine Elfenöhrchen. Ja, die werden schon herausfinden. Das wissen wir dann schon. So. Haben wir ein Monokel. Option Thin. Da gibt es zwei schon viele Optionen. Da gibt es zwei schon Zeit. Du kannst alles in zigtausend Farben machen. Dann gibt es dünn, thick, left eye, right eye. Ein Haufen Optionen. Je nach Ding. Das ist schon nett gemacht. Kannst du sagen, was du magst. Was haben wir jetzt da so? Ja, genau. Radiesel in der Fotzen. Was ist das? Ja, genau. Der Fotzenkäfig. Was ist denn das? Band-Aid. Was tut denn das Band-Aid? Ach, das sagt man nicht. Das ist da so kurz, also ein bisschen hinterm Schnauzer. Mr. Main, jawohl, Spätschicht. Mehr als 54 Monate. Er hat Zitronenbaum, man kann auch scrollen. Ach du Scheiße. Was ist da? Die hätte ich schon gern gehabt. Oh. Ja, mit der Augenklappen. Schau uns an, wie wir ausschauen. Was ist denn das? Ein Tampon. Wir nehmen das Tampon. Was ist das? Oh, das ist eine Ninja-Turtle-Binde. Ja, die können wir auch nehmen. Ja, danke für den Hinweis, Herr Zitronenbaum. Das ist richtig, das hätte ich ja selber sehen können. Aber ich glaube, ich nehme das Tampon von deiner Alten. Fürs rechte Augen. Da hat das letzte Mal, wie wir die Alte in ihrem neuen Zimmer fotografiert haben, die hat auch zweimal ausgehauen. Das ist nichts. Was haben wir da? Öhrchen. Oh, Ohrschmuck. Haselnuss. Super sexy Ohrringe. Die sieht man sowieso nicht vor lauteres. Auf die können wir scheißen. So! Ja, natürlich, hier.
Welche Frage ist da? Was ist mit meinem Gewand? Ich mag kein Gewand! Aber ein BH möchte ich auch haben. So, was haben wir da? General Body Characteristics. Ändert sich da von der Form irgendwas? Ach, das sind Muskeln. Ja, natürlich hat der Franz Muskeln. Was ist das für eine Frage? Was ist das? Face. Ja, der ist 100 Jahre alt, der gute Mann. Hier. Oder da haben ein paar Meerflecken drin. Schauen Sie. Warte mal, wo haben wir hinten? Haben wir hinten ein paar dunkle Flecken auf dem Belly um? Nein, leider Gottes nicht. Na gut. Mund. Werden wir nicht recht viel sehen. Schauen wir mal. Bis halt sagt man durch. Das ist aber wurscht. Das glaube ich kann man auch lassen, wie es ist. Und dann haben wir noch Öhrchen. Da machen wir normale Öhrchen. Diese komische Elfenscheiß da geht man schon wieder voll auf den Sack. Man muss ja nicht übertreiben mit der Weepness und mit der Cuteness. So, was haben wir noch? Kleidung! Fällt mir alles nicht. Undertop. Das da mit die Rosal drauf. Da, hier. Dann ist es eine Rose, ich weiß es nicht. Color. Machen wir pink. Das schaut gut aus. Haben wir noch Jackerl. Oh. Oh, Bademantel. Haben wir da einen Bademantel? Sag ich das richtig? Tun wir es heute ab. Okay, wir müssen nochmal zurückleiten, das tut mir leid. So, nur die Unterhose. Nur die Unterhose. Bademantel in Blau. Hände. An das Hulkfists. Geil. Ja, aber es ist doch schon einmal cool. Ich meine, sehr viel, mir ist das meistens wurscht, aber lustig finde ich es auch irgendwo. Es gibt 1000 Sachen zum Anpassen. Das ist echt witzig. Das ist also coole Fingerhandschuhe. Nein, Handschuhbrau hat der Franz noch nie nicht gehabt. Aber eine Hose auch nicht. Das muss jetzt, das kann man, oder manchmal hat er auch. Nein. Wir sind hier hoslos. Hoslos! Die Leute schreiben die ganze Zeit Herzalbrühen. Ja, okay. Bin schon start. Kommen wir mal. So, aber schöne die Bademantelfarbe. Ah, der gute alte Schwarze. Das sag ich dir, was ist der gute alte Schwarze. Mit der weißen Unterhosen, aber mit der pinken. Beim Bart scrollen. Haben wir noch mehrere Bärte. Ah! Tatsache, habe ich wieder aufs Scrollen nicht aufgepasst. Wie schauen wir denn so aus? Na, so schauen wir behindert aus. Das ist auch stark, das ist der Level 2 Franz. Aber sonst sehe ich da nicht recht viel, aber da ist der OG-Pornobalken. Hoffi! Aber du schöne Grüße an Tom, der den Hightail sucht die. Oh mein Gott, wenn da heute gebackseatet wird, ich hau euch einen nockerten Arsch. So schaut's aus. Hoffi, merci dir. Zitronenbaum, merci für den Tipp. So viel Kanten, da kriege ich ja einen Knick in der Optik. Ich versuch's auch zu ignorieren. Ich versuch's wirklich erstmal warten, wie es in-game ausschaut und wie sich das dann anfühlt, so nach einer Stunde. So. Hände bleiben frei. Das schaut doch ganz gut aus. So, hier Hose, Socken. Verstrapse, natürlich, Knierschoner. Schuhe. Was haben wir denn da so? Plateauschuhe. Schauen wir jetzt mal Schuhe. Ja, hier. Ja. Haben wir Cowboy-Stiefel? Nein. Haben wir. Stiefeln gibt's wirklich. So, was ist da? Voyager Boots. Early Access Standard Edition Exclusive. Okay, man kriegt, also wenn man Early Access kauft, kriegt man auch schon ein paar Goodies. Ja. Da die eigentlich, was ist das da? Featherbound Shoes Supporter Edition Exclusive. Es gibt 3 Versionen. Es gibt die normale Version, es gibt die Supporter Edition und es gibt noch irgendwas, aber ich weiß nicht, was dafür gibt. Also ob man da irgendwas Besonderes kriegt dafür oder so. So, was für Schuhe passen jetzt da am besten zum Franz? Franz! Eigentlich ja die. In pink. Wieso haben die unten nur pink? Was ist denn das? Haben wir da? Das schaut aus wie, weiß ich nicht, wie ein cleares Telefon. Latschen und weiße Socken, das ist der Plan. Aber ich glaube, da gehen wir ganz klassisch, gehen wir mir dazu die Flipflops. Ja klar. Cowboy-Stiefeln gibt's gar nicht, dann nehmen wir die Flipflops in blau. Hier, schauen so. So, Knierschoner brauchen wir aber auch keine. Knierschoner nehmen wir weg, da ziehen wir uns Strapse an. Ah, das ist die Atomversion.
Charakter, die mit Schleifball vorn dran. Ah, schau uns an! Schau uns an! Wir haben so wunderschön, schau da noch. Franz ist allgegenwärtig in jedem Spiel. Wenn du in einem Spiel einen Franz nicht bauen kannst, Drecksspiel, alte 4 deinstallieren. So, was ist das da? Das kann ich nicht identifizieren, aber das glaube ich sind wirklich Strapse mit Leder drin. Aber ich glaube, wir nehmen das da. Den machen wir safe. So, hoppala. Aber gibt es sonst noch was? Hier, was ist das? wir haben ein Moos-Cape. Oh, da gibt es mehrere Capes schon. Hm? Ich hoffe sehr, dass man sich ja gerade sehen ist, aber für so Cozy Games ist das wichtig. Normal ist mir das scheißegal. Aber für so Cozy Games, wo es wirklich um Sammeln und Gmirteln geht und da hoffe ich, dass es nicht bloß das eine Cape da gibt, sondern dass man im Spiel selber auch welche freispielen kann. Da, hier. Das nicht gut ausschaut, dann muss ich es rein. Haben wir da noch so? Hier, Königlicher, der Königliche. Und das ist jetzt auch das Erste, was mir da so auffällt, die Komplexität dieser Voxel-Grafik. Das ist natürlich erinnert die sofort an Minecraft, aber Minecraft ist nicht so detailliert. Da wird der Mantel dort zum Beispiel. Mit lauter einzelnen Sachen, die sie wirklich auch biegen. Ja, oder biegen sie die? Ja, also die nicht einfach gerade sind, sondern sie biegen sie leicht so. Und selbstverständlich hat Minecraft diese Elemente auch. Aber ich finde nicht so wie da. Auf den ersten Blick. Und das sage ich jetzt als Minecraft, nur wir haben schon seit Ewigkeiten kein Minecraft mehr gespielt, muss man auch dazu sagen. Das ist wahrscheinlich auch nicht einfach stehen geblieben, nachdem es Microsoft für 100 Milliarden, keine Ahnung was gezahlt haben. So! Aber das ist der Franz, Alter. Der Franz! Worlds, Minigames, Servers, My Avatar. Also man konnte es auch Multiplayer spielen, man konnte den Server mieten und keine Ahnung was. Minigames, was ist denn Minigames? This game mode will be available at a future date. Okay, das ist noch, wie gesagt, Early Access gibt es noch nicht. Wir gehen mal auf Worlds. Create the World. Dann haben wir einen Kreativmodus, das machen wir nicht. Wir machen mal Exploration und der Adventure Mode, der ist noch nicht da. Wir nennen die Welt. Wir nennen die Welt, wie wir jede Welt in diesem Stream nennen. Birges? Busenhood. Hood ist neu. Busen ist alt. Los geht's! Oh, was ist mir jetzt denn? Bevor ich da hätte jetzt auf das Zahnradl gern draufgedruckt. Machen wir nochmal schnell zurück. Worlds, Creator World. Da, das hat mich noch schnell interessiert. Ja, das sind dieselben Einstellungen. Okay. Settings! Also was man so einstellen kann. Wird wahrscheinlich den einen oder anderen auch interessieren. General Demon Mess für 78 Monate. Timmy Boy, du musst das Baumenü lesen. Ich arbeite dran. Das ist auch Schluss jetzt. Alte Busen in deiner Stadt. Birges Busenblöcke. Birges Busanbude. Die Busanbude. Werbung Ende. Was hat denn der Diener geschrieben? Was für Werbung? Foodlappal Franz Flappal. Flubbeli flabbeli flupp! Habt's einen Trick. So, man kann PvP aktivieren, also Spieler gegen Spieler. Man kann einen Fallschaden ausschalten. Nein, den lassen wir mal drin, weil es mich interessiert. Der Tag-Nacht-Zyklus, den kann man beschleunigen und verlangsamen. Inventory Penalty on Death, Partial Drop. Das bedeutet, wenn du stirbst, verlierst nicht alles, sondern bloß Teile. Das lassen wir auch so. Resource Loss % on Death, verlierst Hälfte und Durability Loss on Death 10%. Ja, das ist okay. Mods, da kenne ich mich nicht so richtig aus damit. Ich meine, jeder kann irgendwie Mods installieren und so. Aber ich habe in einem Short habe ich irgendwo gesehen, was eine Besonderheit von Hytale ist, dass es sehr extra, Minecraft ist schon modfreundlich und Minecraft ohne Mods hätte es niemals so weit geschafft, wie es gekommen ist. Aber die haben hier besonderes Augenmerk auf die Modbarkeit von dem Spiel gelegt und das muss unfassbar gut gemacht sein, dass man da Mods dafür entwickelt. Schlauer Move, sag ich dir, was ist. Save World Settings, rein in die Welt. Schau mal, was es kann! Du verlierst nie Werkzeuge und Waffen. Oh, der Sprenger hat auch schon wieder reingezockt. Werden wir alles rausfinden. Waiting for Chunks. Thanks for playing. Ja, und da sage ich von da schon, dass das einfach besser ausschaut wie fucking Minecraft. Gibt es in Minecraft überhaupt sicher Shader-Effekte und sicher Gibt's da sowas überhaupt? So wie dieses Glänzen da und so. Aber gut, we are here. Inventory, top. Gibt's sowas wie Hunger und Durst? Warte mal.
Es gibt ja Energie, die lädt sich sofort wieder auf. Oh Gott. Lieber Gott, danke, ich muss heute im Stream mal nicht auf Hunger und Durst und auf Infektion und ich sterbe in 5 Minuten und Gott, ich hab das da falsch von links angeschaut und nicht von rechts. Jetzt hast du Superkrebs und stirbst in 2 Minuten. Sehr gut. Bin ich schon mit zufrieden. Kann ich mal alles in wunderbarer Ruhe. Was ist das? Baum in. Oh. Map! Oh. Oh. Das ist aber eine Riesendrum-Map. Und die ist ja Fog of War hier. Ist die dann beschränkt oder da ist Minecraft, das geht unendlich, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Was ist das da? Forgotten Temple Gateway. Wie haben wir da? Ja, okay. Creative Tools haben wir da nicht. Early Access, irgendeine Version. Zoom. Marker setzen. Kann ich da Select Location? Target Location. Select Location. Warte mal. Select Location. Ja, man kann. Bin ich schon wieder genervt? Wieso kann ich da nicht mehrere Marker setzen mit unterschiedlichen Symbole und dann was dazu schreiben? Das war so ein schönes Tool, vor allem bei so Exploration-Sachen, wo ich Höhlen markieren kann und so weiter und so fort. Wenn ich da jetzt rausgehe, sehe ich den Marker. Forgotten Temple Gate? Ja, den sehe ich. Target Location. Kann ich das vielleicht umbenennen? Bloß bin ich wieder zu blöd. Target Location, Deselect. Na, das sind einfach bloß Koordinaten. Marker würde ich lieber craften, Beacon oder so. Ja, oder so. Ja, okay. Da wissen wir natürlich nicht, ob es. Ja, okay. Hast du recht. So, schauen wir mal rundum. Ich laufe auf alle Fälle schon einmal 400. Oh, man kann Sachen kaputt hauen, okay. Ich hau einfach mal den Block kaputt. So, das erste, warum es alle sagen, ist Minecraft 2. In Minecraft haust du nur mit der rechten Hand zu, in dem Spiel mit beide. So einen Storbrucker zusammenhauen, dauert auf alle Fälle schon einmal seine Zeit. Haben wir schon. Stone Brick. Dekorativ. Wie setze ich den hin? F to sit. Oh, schauen so. Schauen so. Muss ich direkt. Ich mach mir später mal auf Steam. Jetzt habe ich F12 gedrückt für einen Screenshot. Ah ja. Na gut. So, kann man irgendwie. Ich hab gedacht, man könnte hier in Third Person spielen. Hätte ich mein iPad. Bin mir aber nicht ganz sicher. Was haben wir da? Press F to pick up green flat cap mushroom. Nein, nehme ich nicht mit. Ja, lass mir nicht. Maus-Sensi. Maus-Sensi wo? Field of View. Muss man gleich mit 85 gehen. Müssen wir mehr singen. System Language, Controls, Maus, Up, Down, Left, Right. Machen wir mit 2,5. Das glaube ich. Menü schaut auch gut aus und ist sauber aufgeräumt. Man kennt sich aus. Ja, das kriegen wir schon hin. So, kann man da noch irgendwas sammeln? Wie schnell bauen wir einen Dreh ab? Oh ja. Dreghütten. Weißt du, was mich. Ist das bei Minecraft auch so? Dass ich nicht sehe, wo ich es hinbaue, dass ich eine Vorschau habe? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube nicht. Na gut, gehen wir mal raus und schauen wir, was passiert. Kann man das Ding auch zusammenhauen? Tatsächlich. Da komme ich später und haus zusammen. Die Lampen mag ich daheim haben. Oh, here we are! Oh, jetzt hat es kurz geruckelt. Mal ein Vollsprint um den See. Was haben wir da? Press Pickup Stone Rubble. Was kann ich mit Stone Rubble da? Oh. Warte mal. Ich kann damit schmeißen. Das ist gut. Kann ich mit dem da wieder hinpflanzen. Dann nehmen wir es wieder mit. So. What is my purpose? What have I to do? Was haben wir da? Nehmen wir mit. So, auf den ersten Blick, ganz ehrlich, schaut genauso aus wie Minecraft. Fühlt sich gerade genauso wie Minecraft, schaut genauso aus. Bäume sind ein bisschen anders und so. Das probieren wir gleich mal aus, brauchen wir Holz. Erstmal Holz bauen, dann schauen wir uns das Baumenü an. Bitte drücken Sie C, um in Third Person zu kommen. Oh. Da muss ich ja oben bleiben. So voll. Ja. Nein, das ist nichts für mich. So, stirbt jetzt da der ganze Baum wie in Minecraft auch? In Minecraft, glaube ich, oder wenn man das Holz komplett zusammendroschen hat, glaube ich, gell? Gut, befassen wir uns mal lieber mit dem Wichtigsten. Das Crafting-Menü. Das ist unser Inventar. Links sind wir haben einen Rüstungsslots, wir haben Minecraft auch. Das ist Toggle Pocket Crafting. Das heißt Hosentaschen craften, also unterwegs.
Was haben wir da? Find the Forgotten Temple to learn more. Wir haben eine kleine Quest. Da muss ich jetzt schnell auf Zeiten gehen. Da haben wir unsere Stats. Wir haben ein Leben, wir haben eine Ausdauer, wir haben ein Mana. Das ist interesting. Und wir haben eine Defense. Wahrscheinlich, wenn wir Rüstung anlegen und so weiter. Was ist das da? Da kann man wahrscheinlich eine Waffen reinlegen und das da ist ein Rucksack. Unlocked by crafting the Backpack Upgrade. Okay. So, was schon mal anders ist, und das habe ich eigentlich in Minecraft, vor allem damals, allerdings ist das 16 Jahre her, ist scheißegal, eigentlich ganz lustig gefunden, dass am Anfang eben diese Crafting-Rezepte noch niemand so wirklich gekannt hat. Und dann hast du ja in Minecraft, platzierst du da ein Holz oder einen Stecker, glaube ich, und da und dann drüber dreimal Metall und dann hast du eine Hacke gehabt und so. Und das habe ich eigentlich schon ganz lustig gefunden, das auszufinden. Das habe ich ein nettes System gefunden. Hier haben wir offensichtlich Rezepte. Campfire, Crude Bedroll, ein Schlafsack, dann haben wir Fackeln, eine Holzkisten, eine Arbeitswerkbank, eine Bauwerkbank, wahrscheinlich zum Häuser bauen oder größere Sachen bauen. Und dann haben wir ein Schwert, was ist eine Hatchet? Eine Hacke und eine Spitzhacke. Was brauchen wir da dafür? Plant Fiber, any Rubble und ein Stick. Sticks haben wir wahrscheinlich, Sticks haben wir da. Ja gut, was brauchen wir? Irgendeinen Rubble. Und wir bewegen uns einmal zum, pass auf, den machen wir mal weg da, dieser legt. Und wir bewegen uns einmal langsam Richtung Forgotten Temple Gateway, weil wir müssen unser Lager ja nicht daher bauen. Das ist die Frage, vielleicht gibt es da ein bisschen eine Story, das würde mich interessieren. Das war, finde ich, ganz furchtbar wichtig sogar. Also in meiner Erinnerung hat man in Minecraft Sand schneller zusammengehauen. Schafel! Dass man das auf F nimmt, macht man schon und nicht auf. Was auf Any Rubble haben wir Plant Fiber. Aber wie haben wir das herkriegen? Von da vielleicht. Kriegen wir da Plant Fiber? Denke nicht. Kriegen wir da irgendwas? Na, auch nicht. Press F to pick up Daisy. Wieso laufen die davor? Ich tue das doch gar nicht. Nein, wir hauen das nicht. Wir hauen das Schafel nicht. Die schauen auch sehr. Oh, Babyschafel! Lauf nicht weg von mir, ich mag sagen, wie du von vorne aus schaust, du Mistviech! Oh mein. Bitte mach einen Ton. Und das ist jetzt der Part, da müssen wir uns jetzt einfach drauf einlassen. Das ist lieb, das ist cute, das ist fuck. It is what it is. Aber lauf halt nicht, du laufst zu weit weg von deiner Mama. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Wieso lauft's denn gar nicht? Kann ich es vielleicht aufglauben einfach? Ich bin da für schnell, aber das. Schau ich her. Hey, Schafel. Hallo. Gib mir jetzt. Na, hauen mag ich's nicht. Ein Poppy, nehmen wir mit. So, da habe ich auch schon den ersten Vogel gesehen. Oh. Harvest. Erwachsenes Major Wet. Was haben wir da? Berry Bush. Gehen wir auch brauchen. So, was haben wir da? Und das Fucking. An die Agro. What? Der Pumpe auf Crack, oder? Wie geil er ausschaut, läuft die. Oh mein Gott! Oh Gott, Alter! Ja, ich hab mich ja sofort hinein verliebt! Oh, guck mal, da, ich kann ihn was droppen, da magst du einen Schwammel, da, magst du einen Schwammel? Geil! Schau dir das Babyschwein, Leute, das schaut so gut aus! Oh! Ein Babyschwein, ich tue euch nichts, nicht davon laufen, da eine Blume, kann man eine Blume haben, da. Und da, ganz ehrlich, natürlich ist es immer noch diese Blocky-Voxel-Grafik, wie in Minecraft auch, aber die Schweindel schauen 100-mal knuffig aus, wie die Schweindel in Minecraft. Und das da hinten mag ich ehrlich gesagt gar nicht wissen, was das ist. Sag ich das richtig, was das ist? Oder? Ich nehme mal das mit und das mit. Warte mal. Ah, ich glaube, ich sehe schon, was das ist. Aha. Genau das habe ich mir nämlich gedacht, was das ist. Aber dahinter ist ein Haus. Schaut spinnig aus. Ich hab einen Vogel schon gesehen. Vogel! Kann man nicht mit dem Stor werfen, ich weiß es nicht. Kann ich das Schweindel mit heimnehmen? Ich mag das Schweindel ab! Schau dir da!
Schweini! Schweini! Oh. Geil. Oh. Alles klar. So, wo kriege ich jetzt... das wollte ich nicht... Wo kriege ich jetzt so Fiberplant-Scheiße her? Wo kriege ich die Streicher zusammenhauen? Oder? Oh. Plantfiber, ja genau. So, hier, Fasern. Nehmen wir mit. Dann bauen wir uns nämlich gleich einmal die wichtigen Sachen im Leben. Ein bisschen mehr Rubble kann man auch noch brauchen. So, passt. So, craften wir mal unser erstes Gerät. Wir nehmen natürlich ein Schwert. Craft! Bam, geht instant, wunderbar. Das ziehen wir da her. Den Scheiß, da brauchen wir nicht. Was ist denn das da? Essence of Life. Ankommen, wo haben wir diese gekriegt? A form of overflowing life energy found in abundance. Ich weiß nicht, was das heißt. Around plant life on orbits. Ah, okay. Das lootet man offensichtlich, wenn man ja, Pflanzen und so weiter harvestet. So, nehmen wir mit. Da haben wir noch Rubbles. Wir brauchen mehr Rubble. Dann bauen wir uns Hacke und eine Spitzhacke. So. Axt hierhin, dahin, dahin. Den ganzen Bums, den lassen wir mal so, wie er ist. Dann machen wir da mal so. Dann schauen wir, wie schnell dass wir so einen Baum klar kriegen. Und sie zwingen sie doch. Dann habe ich vorher nicht gescheit geschaut. Sehr gut! Wunderbar, so machen wir das. Das dreschen wir auch noch schnell raus, weil das hat noch nie... So, wie tief geht der Baum? Ja, wie tief geht denn der Baum? Achtung, next step, Lava. So, wie können wir jetzt da jemals wieder aussehen? Fällt der Sand genauso wie in Minecraft und der schluckt den, wenn es nicht aufpasst? Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Vorher hast du keine Hacke gehabt, das stimmt. Aber ich glaube, das darf halt wurscht sein. Also pass auf, der Baum fällt auch komplett zusammen, wenn man zusammenhaut, bin ich mir sicher. Ja. Dann fällt er ohne Ende Zeug aus, ja? Ja, sehr gut, sehr gut. So, gut, machen wir uns auf den Weg Richtung Tempel. Springen wir ins Wasser, schauen, was da los ist. Oh, man kann nicht tauchen. Doch, mit Steuerung kann man tauchen, das passt. So, sollen wir uns mal mit der Spinne legen, oder was meinst du? Oder schmeißt mir mal einen Steuer auf? So, mal weicht das Mistviech aus! Hau deinen Arsch, ey! Da, das auf! Das auf vom Vieh? Was ist denn das da? Tree Sap. Ich bin vergift! Schlecht. Na, hat's dich schon. Mistviech. Mistviech! Das hab ich jetzt aber auch bloß da, weil ich da her wollte. Nein, nicht davon auf! Was ist so? Fuchsen! Oh, der Bär ist mit Sicherheit auch nicht nett. Aber da ist dieser Wolperdinger. Was ist denn das alles da? Es gibt so viele Sachen. Aua, Katzel! Ich weiß auch nicht. Ich bin wie ein Hund. Ball! Essen. Herrlich! Ball! Hund. Ja, Miete! Oh, was ist denn das? Hilft nicht. Aber anscheinend gibt es tatsächlich. Ja, na gut. Dann machen wir einen Vollsprint Richtung Tempel. Hätte ich vorgeschlagen. Das mit, das mit. Ich hoffe wirklich, es gibt so ein bisschen, ich brauche so ein bisschen so einen Leitfaden. So, ich bin jetzt da in der Welt drin. Was tue ich jetzt? Ich brauche ein Ziel vor meiner Nase. Oh, schaut der grantig aus. Ah! Hau ab von mir! Was ist mit ihm da? Alter. Jeder, der die unendliche Geschichte gesehen hat, soll jetzt ein Flashback haben. Fox, Leute, ich habe komplett übersehen. Trivia, eine Minecraft-Map, die aufs Maximum erkundet ist, umfasst ca. 4 Milliarden Quadratkilometer. Also würde die Oberfläche der Erde etwa 7000 Mal reinpassen. Okay. So viel dazu. Alles klärchen. So, was ist das da? Das ist ein Zombie. Wer was? Oh, Tatsache. Oh, leg das so schnell! Ah! Geh weg, ich will nicht sterben, nicht in dem Spiel mag ich nicht sterben. Geh weg, was ist das? Oh Gott, eine Maus. Ich mache mir jetzt einen Vollsprint in die Richtung. Ich sag einfach, das Skelett kann nicht schwimmen. Tschüss. Grutzi, fix da. Charge da sofort in mein Gesicht ein, dass du einen Vogel kriegst. Skelett-Sepp hat eine Dosen Monster hinter. So, ich glaube auch. Oder eher Paletten. Dann nehme ich doch lieber mal wieder ein paar Steine mit.
Da ist eine Maus gewesen. So, diese komischen Bärle, kann man die nicht essen? Geben die wieder Lehm oder so? Health Dragon! 1! Duration 15, ja genau. Nein, du sollst es nicht... Was? Ach, das bleibt. Das ist ein Buff, den man dann kriegt, wenn man es isst. Ja, gut, passt. Haben wir schon soweit. So, ist das der Tempel? Ist this the temple? Oh, schaut fast so aus. Man ist ja ultra fix unterwegs. Hm? Ah. Warum ist da ein Loch? Da sitzt du drin, der Franz. Da ist ein Haufen Rubble. Die Frage ist, haben wir da schon da? Ja, tatsächlich. Forgotten Temple Gateway. Müssen wir jetzt finden. Da birgen sie sogar die Vierscher hin. Also das ist nicht einfach bloß ein Quader, der sich rumtüdelt, sondern die birgen sie tatsächlich. Und das ist, glaube ich, ein ganz drastischer Unterschied zu Minecraft, um Sachen da zu stehen. Babyschaufel! Meh, ich tu da nix. Lieber wieder so. Was wohl passiert, wenn er herausfindet, dass er klettern kann? Ah. Und kann klettern? How? Das wird mir schon noch gezeigt werden irgendwann. Jetzt müssen wir erst einmal dieses komische Portal finden. Portal wo? Doch sowas schaut doch aus, als kann man klettern. Hm? Kann man doch nicht klettern. Wir kommen klettern. Ja, nicht 8 Blöcke hoch. Wie nicht 8 Blöcke hoch? Maximal 4 Block hoch. Eimer. Das ist meiner. Eine Zufrucht. Ein Apfel. Der Schwammel leicht blau. Was macht das? Blau leichten. Oh. Oh. Ne? Super fancy. Super. Ah! Was tun wir mit dem? Was tue ich mit dem? Der schmiert mir nicht, ich bin hier. Ich mach jetzt das Sterben. Den kite jetzt da raus und laufe oben in das Portal. Wo bist denn? Come with me, bro! Show some respect, bro! Kann ich in das Portal einfach rein? Da ist eine Schatzkiste hinten, siehst du das? Probier einfach was. Okay, das probiere ich nicht oft. Oh, ich springe jetzt einfach rein. So, topfen wir uns an. Nix da. Da springen wir einfach durch. Dem kämpfen ich nicht. Marble Rubble? Wie kann ich das nicht mehr nehmen, oder was? Wieso kann ich das nicht nehmen? Weiß ich nicht. Hast du schon mal Rustler Grand Theft Auto gespielt? Gibt's bei Epic Games gerade umsonst? Oh, da muss ich mich heute tatsächlich einmal wieder einloggen. Das habe ich schon sehr lange auf der Liste auf Steam. Schaut irgendein vom Hersteller gezimmertes etwas in Minecraft so schön aus? Rechtsklick blocken. Ah ja, schön, ja. Wieder was gelernt. Was ist denn das da? Ich weiß nicht, was es sind, aber es sind eine Katzel auf 2 Haxen und sie sind wieder ein Cuteness Overload. Ah, Health! Alles klar, 10 von 10, best game ever. Es hat, also ganz ehrlich, die Models sind wirklich schön. Das ist wirklich schön gemacht. Und wieso läuft da keiner von mir, haben wir jetzt im Elfenland, wo keiner von mir davor läuft. Hier, Bambi. Hat sogar Bläme am Kopf schon. Delphinium. Ich weiß nicht, warum ich das nicht nehmen kann. Das ist komisch. Das kann ich ja nicht nehmen. Vielleicht ist es Absicht, dass man das nicht nehmen kann. Was tue ich da? So, warte mal. Jetzt haben wir da. Find the Forgotten Temple to learn more. Das schaut doch sehr nach einem vergessenen Tempel aus. Ja, aber du. Trade. Was haben wir da? Cost. Under construction sein. Stock 1. Restocks tomorrow um 6 in der Früh. Aha. Was kannst du? Was hast du da so? Salz, Gewürze, Teig, Wetberry Bush, Vegetable Skewer, Meat Skewer. Da kann man sich offensichtlich Sachen kaufen. Okay. Was kannst du?
Jetzt hört's auf, alle mit, die sind einfach fucking E-Box, ja. Ja, also ist eine Mischung aus, das sprechen ich vorher auch schon, geschrieben, so eine Mischung aus E-Box und Gizmos. Ja, und offensichtlich berauschen sie sich gern mit Schwammerl. Was haben wir da so ist? Ne, ich glaube, ich kann da nichts nehmen. Jetzt gehen wir mal in den Tempel rein, oder ist es der Tempel, oder ist es nicht, oder... Also auf alle Fälle ein Laserstrahl. You have unlocked the Memories Feature. Du hast das Erinnerungsfeature freigeschaltet. Void's Curse keeps Orbis... Was? Void's Curse keeps Orbis locked away, but there may be yet a way to break it. Okay, also der leeren Fluch. Heute Orbis scheint mir die Welt zu sein. Irgendwo weg. A deity rests within this heart of Orbis. Seek out memories of Orbis, myriad creatures, and record them here to restore her will. Okay, wir müssen irgendwelche Viecher zusammenhauen und die da herbringen und das ist quasi unser Purpose. Verstehe ich das richtig? Vielleicht einmal das Bauhandbuch lesen. Der Fluch vom Wald. So darf ich das jetzt auch übersetzen. Und wir müssen halt irgendwelche Viecher zusammenhauen und deren Essenz da herbringen, damit wir das da wieder aufladen können. Das ist ja schon mal gut. In Minecraft hast du ja gar keinen. Du hast ja gar keinen Sinn. Du bist einfach da und dann heißt es, ja, wenn es Nacht wird, kommt der Zombie-Sepp und frisst die. Ah, fuck, ich muss eine Dreckhütten bauen. Das ist so der einzige Purpose. Glaube ich. Your inventory can now store a limited number of memories under a special section. Return them to the Heart of Orbis to unlock a variety of rewards. Discover memories. Ach du Scheiße. Ein bisschen. Es gibt. Okay. Critter, Elemental, da haben wir gerade einen getroffen. Und die, wie man zusammenhaut, gehe ich jetzt mal schwer davon aus, dann kannst du deren Essenz da herbringen und dann kriegst du Zahn. Untote gibt's ganz viel. Record 3 Memories. Hab ich sicher nicht. Der hat mir doch auch gerade gesagt, es gibt einen speziellen Bereich, wo ich diese Memories jetzt storen kann, aber ich sehe nichts davon. Unten drauf drücken, 3 hast du schon. Ich habe schon geinteracted. Und wo sehe ich jetzt, was ich da gesammelt habe? Ja genau, Critter. New Memory discovered. Return to the Heart of Orbis in the Forgotten Temple to restore it. Found in Forgotten Temple 1,26,26. Das werden Koordinaten sein. Du musst im Prinzip jedes Tier da einmal... Wo kommt das her? Wo haben wir die Duck her? Aber nichts zusammenhauen, nur entdecken. Ach so! Entdecken gelangt, aber ich habe doch zum Beispiel schon ein Schaf entdeckt, aber das zählt dann wahrscheinlich da nicht drunter. Wo haben wir jetzt da noch einen? Einer geht noch ab. Oder? der Quebec Sapling! Aha, okay. So, what is my purpose? What is my purpose? Craft, bla bla bla, das interessiert eigentlich alles nicht so wirklich. Dann gehen wir halt einmal weiter, keine Ahnung. Das sind offensichtlich Krieger-Dudes, oder ja noch nicht. Was haben wir da? Das ist Web New Memory Collected, Quebec Seedling Discovered. Und wo sehe ich jetzt, dass ich da welche hab zum Abgeben? Jetzt habe ich gerade die Meldung gekriegt, irgendwas haben wir discovered. Wenn ich jetzt da zurück ausgehe. Hoppala, jetzt geht der Monitor aus. Record 1 Memory. Ich würde gerne sehen, welche. Unterm Hammer im Inventar. Ach, das da. Ah, okay. Ja, okay. Das war das, was vorher gesperrt war. Ja, das macht Sinn. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass da irgend so eine Art Workbench-Crafting-Menü kommt. Aber das sind die Memories, die man collecten kann. Das ist okay. Ja, und das ist mal fürs Erste, man das Spiel ist noch nicht fertig. Ob das der Hauptpurpose ist, das weiß ich auch nicht. Und warum steht da Whip? Und warum steht da nicht Wimp? Das ist meine Frage. Da kommt man noch nicht rein. Ja, genau. Jetzt bin ich schon wieder so ein bisschen lost. Was muss ich jetzt tun? Warum bin ich da? Wo und so weiter. Okay, ach so. Das ist, wir müssen uns da jetzt mal vorbeischleichen. Das ist diese kleine Welt, wo man immer wieder zurückkehren kann. Wir können da gar nicht weitermachen. Da kannst du sagen, was du magst, die schauen schon cool aus.
So ein kleiner Frosch, schau dir noch. Das ist einfach ein cooler Artstyle. Der ist zeitlos, der funktioniert auch in 20 Jahren noch. Siehe Minecraft, das ist einfach so. So, was hast du Schönes da drin? Mehr können wir da eigentlich nicht pick up gucken, deswegen können wir da auch nichts mitnehmen. Na gut, dann gehen wir wieder zurück aus. New Memory Collected, Dough und Stack. Jetzt schauen wir uns das da erinnern mal an. Die habe ich doch vorher. Gut, da habe ich so eine freigeschaltet, gell? Was ist denn das? Was ist das? Warum hat's Ohren? Muss ich jetzt da so rundherum laufen und vorbeilaufen, gelangt, um Memories zu collecten. It's a potato. Ja, das ist schon so. So, gehen wir die Memories wieder ab, sonst sind die Slots belegt. Oh, ja, es ist alles auf lieb gemacht. Es ist, was es ist. Iwato. Ich kann mir noch nichts kaufen, haut's ab jetzt. Ja gut, dann müssen wir wieder in unsere Welt zurück. Schauen wir da links hinten drin, das schaut nur noch irgendwas aus da. Kann das? Was ist das? Was ist das? Ah ja. Da ist offensichtlich Work in Progress. Oh, Katzel! Memory unlocken! Hallo! Wieso hast du jetzt keine Augen mehr? Das ist ein bisschen creepy. Geh weg. Geh weg! Ach, mit Augen an der Seite dran. Ja gut. Sollen sie an der Seite dran sein? Ja. Viel wichtiger ist, hat's Knierschein. Ich hab keine gesehen. Ich hab bloß Ellbogen gesehen. So, wenn ich jetzt da wieder reingehe, steht dann der wilde... Ich geh wieder... Oh, ich kann nur sprinten. Ich sprint... Oh. So. Und jetzt ist die Frage, was nun? Was nun? Und wieso hauen da alle ab von mir? Da ist was. Da ist irgendein komisches kleines Dorf. Das nehmen wir gleich mal als unser Lager her. Das sagt ich. Das nehmen wir mit. Das heilt uns. Können wir brauchen. Was ist das? Wichser. Wichser. War schon wieder schnell in die Hosenkammer, wie ich schauen kann. Kruzifix. Also Booby-Traps hat's in Minecraft nicht gegeben. Aber weißt du, wo ich sofort wieder Flashbacks krieg? Oh, der schaut auch scheiße wütend aus. Tut mir leid. Oh, die haben einen Wave und so einen Scheiß. Ah! Okay, da haben wir noch nichts verloren. Da müssen wir erst... Oh shit, die haben einen fucking Schnee. Was ist denn mit denen? Was ist das? Gockelmann. Geh weg. Hä? New Memory Collection. Ach, das wird angezeigt, wenn man so Erinnerungen sammelt. Ja, okay. So, jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin, was tun wir? Da ist das Trolllager. Haben das alles so Trolllager? Was ist das da? Was ist das? Da haben wir irgend so eine Haut, da gehen wir jetzt hin. Das machen wir einfach, weil es mich interessiert, dann gehen wir da hin und irgendwo müssen wir ein Lager bauen. Und dann werden wir meinen müssen. Und einmal halbwegs Sachen zusammenbauen. Und was tut man sonst? Isst man noch mal eine Beere? Traps hat es in Minecraft nicht gegeben. Pyramide, am I a joke to you? Die habe ich nicht mehr mitgekriegt. Wie gesagt, ich rede hier von Minecraft 2010. Alles der ganze Firlefanz, der da danach gekommen ist, den habe ich nicht mehr mitgekriegt. So. Ab und zu ruckelt's. Ab und zu hab ich wirklich, ich meine, das seht ihr wahrscheinlich auch, aber das sind sicher nicht närrischen Ruckler, dass das Speck kurz stehen bleibt. Oh, schau hier, die Rehe und so weiter, die sitzen sich unter einem Baum ein, wenn es regnet. Kleines Detail, aber das gehört auch gemerkt. So, wie weit sind wir schon? Wo wollten die eigentlich hin? Ich lauf doch da auf den gelben Marker zu. Der gelbe Marker ist aber da herunten und ich schaue in die Richtung. Was macht das für einen Sinn? Na gut, wir werden sehen. Marker sind buggy. Ja, super. Toll. Kruzifix. Dann müssen wir in die Richtung. Kann man die Map klar aufmachen, dass man irgendwo eine Minimap hat oder so? Nicht, gell? Aber ich glaube, dass ich das da gesucht habe. Oh, schaut aber auch wieder nicht sehr freundlich aus da. Sobald da wieder irgendwo der Erste und ich fahre ja wieder in eine Falle. Und ich sage, kann ich mir eine Fackel bauen? Tu mir eine Fackel her.
Tu mir Fackel, aber ich narrisch wie. So. Ja, das schaut doch schon mal aus, als könnte man was draus machen. Nicht? Haben wir sogar eine Crusher hier mit leichter die Augen? Die Frage ist, was tun wir hier? Ah! Au! Der Bongdepp steht da oben drin. Freilich ist du durch die Wind durch, möchtest mich du verarschen vielleicht ein wenig. Die weichern sogar aus. Kruzifix! Oh, was haben wir da? Small Ancient Chest, was haben wir da? Copper Ore, nehmen wir mit. Bone Fragments. Holz. Äpfeln. Und ein Bagel Wortsamen. Und die Kisten nehme ich auch mit. Das sagt der Ibis, die kommen nicht zusammen. So, was ist jetzt meine Kisten, du Huren? So, Bärle essen. Machen wir das Vieh. Das Kampfsystem ist wichtig. Weil, ich weiß es nicht, aber ich habe ein paar Sachen heute gehört und ein paar minimale Sachen gesehen. Dieser Adventure Mode kann schon ganz cool sein. Aber es gibt Fallschaden, gell, hat's geheißen. Deswegen ist das Kampfsystem nicht ganz unwichtig. Ja, holt ganz schön viel aus, der Huren. Was haben wir jetzt da so alles? Oh, wir haben einen Bogen. Schau her, was haben wir da gekriegt? Hier einen Bogen. Und Pfeile haben wir auch. Da können wir doch mit Sicherheit die Trolle kaputt kiten, oder? Meinst du nicht? Lichtlaut? Ja, wir haben nicht so wirklich Licht. Ist die Frage, wo wir uns hier platzieren. Was braucht man? Da ist sowas Blaues. Gibt ja auch verschiedene Biome, was auch immer das da hinten ist. Kann ein Baum sein, kann aber auch alles Mögliche sein. Wo bauen wir uns hin? Was macht denn Sinn? Wir haben ja immer noch nicht da, wo wir hin wollten. Merke ich gerade. Wenn wir in die Richtung weiter. Map! Map! Weiter geht's. Da muss ja Dreghütten hinzimmert. Oh, was haben wir da? Kommen wir nicht. Kisten, Zahnhaut. Die wird mitgenommen. So, was haben wir noch? Ein bisschen weiter. Da vorne sehe ich schon wieder irgendwas Leichten. Das schauen wir uns an. Das, was wir mir da übrigens gerade deren, ist, glaube ich, nicht so ganz der Sinn des Spiels, aber erst einmal rundum schauen, wo wir überhaupt. Das schaut grantig aus. Das schaut grantig aus. Und der Viecher rundum. Noch ein Viecher. Da hinten ist irgend so ein blauer Wald, was auch immer der kann. Tja, gehen wir halt einmal da rein, oder? Whip. Was bedeutet das Whip? Work in Progress. Bin ich verdeppt? Ja. Ist noch nicht fertig. Na gut, dann ist es halt noch nicht fertig. So, wo bauen wir uns hin? Wo gefällt es uns? Da ist eine Ritterburg anscheinend. Ja, keine Ahnung. Zimmern wir uns halt einfach da. Da zimmern wir uns hin. Warum? Da ist ein Wasser, da ist einfach flacher Boden. Da ist Baum rundum, Steine rundum, der blaue Scheiß rundum, wird schon passen. Das heißt, wir gehen grob in die Richtung. Und dann bauen wir uns halt einmal Dreghütten oder irgend sowas. New Memory Collected. Grizzly Bear? Oh, wie viel haben da? Au! Ist okay, lasst mich in Ruhe. Oh Gott! Ah! Auf die Insel. Was? Ich hab gar keine Zeit für eine Insel. Ich bin vom Bären verfolgt. Wo ist die Insel? Da, auf die Insel auf, wie möchtest. Aber wieso? Da muss ich immer schwimmen. Aber warum auch nicht, gell? Warum auch nicht? Dann gehen wir in die Richtung grob. Na, in die Richtung grob. Dann nehmen wir natürlich, das Spiel ist gefährlich. Gefährlicher als Green Hell. Bis jetzt schon. Waren wir schon ein paar Mal dem Tod sehr nahe. Neue Memory! Babyschaf! Muss ich da bloß hinlaufen, klangt das? Wenn der blaue Ding zu mir reinfährt. Mal schauen. Da hier, New Memory Discovery, Return to the Heart, bla bla bla. Was ist das jetzt? Babyschaf oder was ist denn das? Es wäre cool, wenn dabei steht, was ist. Der Name wäre toll. Ist das erwachsene Schaf? Wieso hat das auf einmal keine Haare mehr? Aber, hä? Naja, wird schon passen.
Wird schon alles seine Richtigkeit haben, Kinder. So, natürlich ein Burggraben. An den habe ich auch gerade gedacht. Ja, was liegt denn da miteinander? Raw Wild Meat. Irgendjemand hat da was... Fuchsen! What does a fox say? 2012 möchte ich sein Lied zurück. Aber er sagt mit Sicherheit nicht. So, dann. Na, da ist ja auch ein Bär. Da ist ja auch ein Bär, oder? Kann der Bär schwimmen? Ich hoffe nicht. Einen Arsch! Warum ist... Was hab ich jetzt? Kuh? Was kann meine Kuh? Hab ich Fähigkeiten? Oh! Okay, okay. Wie viele Pfeile haben wir noch? 17. Na, Fuchsen, die tue ich nix. Lebensleisten war echt cool, gell? Oh, Bruder muss los! Bruder muss los! Ah! Du Huren! Müssen wir erst den Bären vertreiben. Vorher kann ich noch nicht Live-Boss, kannst du die Settings einschalten, macht das Leben leichter. Dankeschön. Da bin ich jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass das standardmäßig eigentlich der Armor-Items, Usable Camera, Sprint, Shake-Effekt, blabidi-bubidi, zabidi-babidi-bubidi, Show Tool, ich bin wieder blind. Vielleicht bei General. General! Display Input, wo ist denn das? Sprengi, wo ist das? Hide Hotbar, Hide Hard, FPS Overlay. Da sieht man jetzt einen Scheißdreck, Block Placement Preview. Diagnostic Mode, interessiert mich auch nicht. Show, da hier, da haben wir schnell was. Ja, Show, Entity Health Bar, da ist. Haben wir schon! Saving the Chambers, Entity Health Bars. Ja, der geht schon down, schon hier, ich allerdings auch, gell. Machen wir was essen. Ah. Scheiße, den müssten wir quasi, ja, okay. Dann bauen wir unser Haus woanders hin, bis ich eine Rüstung hab, du gestungener Kackbär. Leck mir am Arsch. Fix. Aber das da hinten darf mich interessieren, was das ist. Da gehen wir jetzt schnell, da gehen wir jetzt um. Einfach weil es mich interessiert. Fuchsen der mir nix. Grob in die Richtung, ja. Was ist das? Kann ich da was ausbauen? Warum leicht ihr? Oh, was? Oh no! Wieso kann ich nicht blocken? Lauf. Ach, weil mein Schädelbrocher ist links unten. Sehe ich. Nicht sterben. Lauf. Die Scheiße hier, geh auf die Insel. Ja, ich sehe ein Piano. Lauf! Ist da noch eine? Oh Gott, da ist eine. Tolle Idee mit der Scheißinsel! Haut mit deiner Insel! Aber einen Wolf haben wir da geschossen, aber eingesammelt haben wir nichts. Wo gehen wir hin? Jetzt warte mal, jetzt schauen wir erst einmal. Null Equip, aber alles schlachten wollen. Ja was? Ob ich einen Wolf umgebracht oder nicht? So, wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Wir gehen mal wieder da. Warum gehen wir nicht da rein? Da ist doch ein schönes Loch drin. Oder haben da wieder, ist auch wieder alles voller Bären? Wir gehen mal da hin, wo ich gesagt hab. Wieso? Hier überhaupt euch! Auf euch! Seit wann wird man so weit schon kommen einmal? Brauchen wir ein Bett? Wenn wir die Nacht überspringen können, der scheiß Finster, die Scheißdreck, da geht man auf den Sack. Auf den Sack! Mehr Bärle essen. Das gehen uns allerdings Bärle auch langsam aus. Ich sag mal. So, wo sind wir?
Bis ich da bin. Da, das schaut doch gut aus. Mitten daher, da aus der Drehhütten, gehen wir aus der was zimmern, das werden wir später erschließen. So, wird der mir jetzt da umgeschickt dann. Unser scheiß Inventar ist voll. So, da haben wir das, die haben wir daher, wir haben noch mehrere Kisten, ne? Tun wir da Kisten hin. So, kistige Kiste, kistige Kiste. Phase 1, kistige Kiste. Dann bauen wir ein Bett. Was brauchen wir da? Leichte Haut, Light Leather. The Tanning Rack. Can be processed into Light Leather at a Tanning Rack. So was haben wir leider nicht. Campfire. Weißt du was? Bauen wir mal ein Campfire. Einfach, weil warum nicht? So, machen wir so. Bringt das auch für immer und ewig oder? Wir können das. Ah ja. Open a Campfire. Hm. Schön an. Kannst du mal brennen, wie schnell verbrennt ist, das wissen wir nicht. 2 von 100, Max Tier reached. Da kann man dann auch Sachen grillen. Na, haben wir wenigstens ein wenig Licht. Aber ja, Placement Preview kannst du auch einschalten in die Settings. Das glaube ich habe ich vorher überflogen und irgendwo gesehen. Falls sich jemand fragt, was bedeutet Placement Preview, eben, dass ich vorher sehe, wie das ausschaut, wo ich es hinbauen will. Tut man sich ein bisschen leichter. Die Frage ist, Display Input Bindings, Display Network Quality Warnings, bla bla bla. Height Kompass, Height Hotbar, Block Placement Preview, all. Ist das damit gemeint? Ja, genau, das meine ich. Und da erinnert mich, weiß ich nicht, ist das bei Minecraft auch so? Das sieht man schon bei Minecraft, ich glaube schon. Weiß ich nicht, ob man es da außen einschalten kann. Aber jetzt stecken wir uns da einmal, ich muss mich jetzt darüber gewöhnen, dass wir das so machen, stecken wir uns da einmal ein paar Fackeln her, damit wir was sehen. Und dann bauen wir uns was. Die erste Drehhütten, meine Damen und Herren. Conny, das ist wahrscheinlich nicht dafür gedacht. Brauchen wir jetzt mit Dreh. Für Drehhütten brauchen wir erst einmal einen Dreh. Die Frage ist, warum sollte man eigentlich eine Drehhütten bauen, wenn wir auch Storhütten bauen können? Und da hinten ein Haufen Storner sind. Da killen wir doch nur, jetzt bauen wir uns ein Bett. Bett, da brauchen wir eine leichte Haut. Was müssen wir da dazu umbringen? Zombies werden uns nichts bringen, aber so ein Katzel vielleicht, hä? Ne. Ein Katzel, Scheiß. Mehr da. Du bist so flink. Wieso hat er nicht geschossen? Ich hab auslassen. Hä? Wieso schießt er nicht? Was ist denn das da? Ich mag so ein Katzel eigentlich nicht erschießen. Wieso kann ich nicht mehr? Hab ich gar nicht Pfeile mehr? Oh. Hoppala. Keine Pfeile! Keine Orchkatzelschorsen! Kriegt man von den Zombies eventuell leichte Haut? Oh, das ist die Spinne, die muss man eigentlich nicht aufhaken, die ist mit Sicherheit unangenehm. Was tun wir mit ihm da? Den hinterschlagen wir jetzt einfach, was tut man sonst? Bitte, der haut ganz schön zu. Ganz lang kannst du holen. Was haben wir da gekriegt? Scrap Sword. Leinen Scraps. Dann kriegen wir da schon was, aber nichts, was uns irgendwie weiterhilft. Wir müssen irgendein Viech da schlagen. Das hilft uns alles nichts. Wo haben wir die leichte Haut hier? Ich weiß es nicht. Herr Hegemann! Beste Grüße vom Rollstuhl-Sepp. Beste Grüße zurück. Ich hoffe, Sie sind fit. Es geht Ihnen gut. Die Spinne vergiftet uns wieder, gell? Haben wir trotzdem zusammen, einfach weil es mir am Sack geht. Einfach schieren. Wir haben einen Giftsack gekriegt. Das macht ganz schön viel Schaden, die Scheiße. Na gut. Wir können ja trotzdem schon einmal anfangen, irgendwas zu bauen. Ein bisschen was haben wir ja. Was ist denn das da? Cobblestone, der good old Cobblestone. So, wir fangen da. So. 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 Erst einmal eine minimale Drehhütte mit einem Bett. Alles andere ist mir wurscht. Und... Haben wir schon wieder soweit. Bin lost. Mir gefällt nicht, dass ich jetzt da eine leichte Haut brauche, damit ich mir ein Bett bauen kann. Damit ich die scheiß Nacht überspringen kann. Fix. Was da schlagen wir jetzt da? Irgendwas müssen wir da schlagen. Ich mag kein Babyschaf da schlagen. Ich möchte das nicht. Da, hier, Babyschwein da, Baby mag nicht. Nein! Ja, aber es wird nicht helfen, Leute. Es wird nicht helfen, es tut mir so leid! Ah ja. Memo an uns. Viecher kennen offensichtlich... Es ist ein Medium halt. Nein, ich muss nicht ein Baby hauen. Ich mag nicht das Baby hauen. Es ist...
Ich mag nicht das Baby haut, aber ich muss! Es tut mir so leid! Schweine, es tut mir so leid! Schweine! Na, das Babyschweindel... Das Babyschweindel droppt nix. Ah! Es tut mir so leid! Es tut mir so leid, dafür fange ich irgendwann ganz viel von euch und dann zieh ich die 5000. 5000 zieh ich die. Press F ist Babyschweindel. Was ist denn das? Was ist das? Das schaut ekelhaft aus wie der Schlucks. Naja, mir scheint Essence of the Void. Aha, aha. Ich weiß nicht, was du kannst, aber ich lass dir am besten gar nicht erst zuhauen. Plan wir Essence of the Void und Sticks. Wir werden jetzt doch da irgendwo eine Light Hide herkriegen, damit wir mir die Nacht überspringen können. Das gibt's ja nicht. Hätte ich ja mal nicht alle verdammten Bogenschuss dem anderen Deppen ins Gesicht geschossen. Wo haben wir denn überhaupt? Naja, kommen wir schon einigermaßen aus. Passt schon noch. Passt schon noch. Ja, das ist zwar so Keulen-Dudes wahrscheinlich, oder? Ja. Gefällt mir nicht. Nein, gefällt mir nicht. Schweindi, wo? Schweindi! Man gebe mir ein Schweindi! Wir können aber auch die Spinnen noch mit zusammendreschen, mir ist wurscht. Den Klump da zusammenhauen. So. Ja, den kannst du nicht ausweichen, glaube ich. Zumindest noch nicht. Wahrscheinlich. Was ist denn jetzt passiert? Ich muss mal was essen. Achtung, wo ist mein Essen? Essen. Ich krieg die ganze Zeit irgendwas Schaden, schnell ist was. Oh. Ist zwar, habt ihr da überhaupt nichts verloren, gell? Na, lauf! 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 Knapper wird's nicht! Ah! Bitte ist da hinten kein Bär oder irgendein Scheiß. Oh Gott sei Dank. So, erstmal was essen. Ich hab da unten irgendwo einen Fisch gesehen. Fischi! Kriege ich da, Depth is coming, nix is incoming. Schnell wieder auftauchen, aber sonst saufen wir. So, kann der Fisch was? Ob mir der Fisch irgendwas geben, ich weiß es nicht. Die brauchen immer noch Haut! Die Fix. Ja, Fucky hab ich gehört. Können Fucking vielleicht zufällig leichte oder mittlere Haut droppen? Ich weiß es ja nicht. Oder muss ich das Babyschaf hauen? Muss ich das Babyschaf wieder hauen? Ich tue da nichts. Lauf davon. Rohes Fleisch gibt keinen Health Buff. Ist das roh? Oh, das ist tatsächlich raw. Scheiße, scheiße, scheiße. Nimm einen Apfel. Rein mit dem Apfel! Das muss klar. Da ist ein neues Baby! Da ist eine neue Schweindelfamilie gespawnt! Warum kann ich... Bloß weil ich einen Opfer in der Hinter hab, da schon einen Opfer. Fix. Wieso steck ich da eigentlich Fackeln ab und dann... Na! Was ist denn das Babyschwein, die jetzt gestanden? Ja, verpiss dich doch von mir! Möchten das Mistviech eigentlich? Ah! Sterben die nicht, wenn die Sonne aufgeht? Minecraft ist das schon so. So, kriegen wir den. Vielleicht sollten wir einmal mit Blocken arbeiten. Bone Fragments, Line and Scraps. Wir kriegen einfach keine Haut nicht. Das ist aber dann sowieso gleich wurscht. Weil... Jetzt gehen wir meinen. Meine Damen und Herren! Kann man eigentlich speichern oder irgend sowas? Oder ist es einfach... Schau, ich darf einfach mal sagen, wir kommen einfach ein Loch straight nach unten, so wie wir das schon ewig gemacht haben. Da haben wir da unter die Insel hinein. Hä? Was sagt ihr dazu? Wir starten da und dann hier schräg runter und dann finden wir schon irgendwas. Los geht's. So, Eingang machen wir so. Noch was los. Großes Schwein ist gleich Haut. Ja, das gibt mir ein Medium Hide. Aber warte mal.
Ich brauche aber Leichtheit. Ich brauche leichte Haut und nicht Medium-Haut. Can be processed to medium leather at a tanning rack. Sowas haben wir noch nicht. Was aber da ganz wichtig war wahrscheinlich folgendes. Wir kommen jetzt da, was bedeutet dieses Quick Stack? Move items from the inventory to the container for item types already present. Das heißt, da machen wir jetzt mal so und dann tut er alle anderen Schwammerl rein. Nö. Nö. Den behalten wir uns. Machen wir das Inventar mal so halb leer. Das da her. Bisschen sortieren, gehört auch dazu. Was ist das da? Brown Common Mushroom. Der haben wir da her. Und dann können wir umeinander. Droppt auch leichte Haut. Dann müssen wir. Oh, was ist denn hier? Ich hab was entdeckt. Ich hab was entdeckt. Lassen Sie mich zufrieden. Oh, dieser Bogenschütze, ist der besser? Da ist er lieber, nur mal schnell einen Apfelfeuer. Das sagt er, was ist. Oh shit, der ist wirklich wütend. Na, ich hätte schon Trapsen, da nicht so weh. Du Wichser! Fuck, den kriegen wir nicht. Nein! Verdammt nochmal! Warum haben wir nicht einfach ein Loch gegraben? Warum haben wir nicht einfach ein Loch gegraben? So, ich kann euch leider Gottes einen Tipp-Counter nicht zeigen, außer so. Ich hab nämlich immer noch nicht gekriegt. Hier. 16! Sagen wir. Haben schon Zeit. Haben schon Zeit. Tu oder geht er vielleicht mittlerweile wieder? Was? Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Ich hab nix an dem scheiß Depth-Counter gemacht. Er geht wieder. Okay. Ja, okay. Wird schon passen. So, hier, Respawn. Kann ich mein Klump... Oh mein Gott, wo bin ich jetzt? Okay, kann ich da wieder zurück ausgehen und das Zeug wieder holen? Wird man das irgendwo angezeigt? Völlig falsche Richtung. Völlig falsche Richtung! Bürger, Scam. Was ist ein Scam? Oh, müssen wir ein wenig reinsprinten. Ja, dann der Schlange halt das Schaf. Das Babyschaf lassen wir in Ruhe. Das Babyschaf kann nichts dafür. Ui, jetzt! Ich brauche eine Haut, ich muss irgendwo schlafen! Tut mir ja irgendwo leid, aber was soll ich machen? So, was haben wir gekriegt? Leitheit! Nice. Haben wir schon. Betty-Zimmer, dann ist alles wieder gut. Depth-Counter geht doch, ja, warum auch immer. Ich hab nichts damit da. Vorher nicht, wie er kaputt gegangen ist, danach auch nicht mehr. Weiß nicht, was das soll. Weiß nicht, was das soll. So, hier, jetzt zimmert mir ein Bett zusammen. Haha, kann ich nicht mehr, weil ich die anderen die Haut verloren hab! Wehe, dieses Bogenschießen, der Arschloch ist da noch irgendwo. Hinten sehe ich 14.000 Bärle umeinander springen. Da ist mein Klump. Aber gut, dass man es wieder einsammeln kann. Das ist gut. Das ist gut für uns. So, hier Bett. Craft. Und das zimmern wir hier und dann graben wir einfach ein Loch. Was das einzige ist, was man in denen Spiele tut. Leergraben. Für das haben wir uns getroffen heute. So, das zimmert man da so hin. Ich bin es aber noch nicht gewohnt, dass ich... Haben wir noch irgendwas? Nö. So, Spitzhacken. Weißt du was? Wie viel Spitzhacken kann ich bauen? Craft. Da bauen wir noch ein paar Sticks. Nur ein paar Sticks. Ich tue mir den Baum noch umhauen, damit mit einem Spitzhacke gehe ich nicht los. Mit einem Spitzhacke gehe ich da nicht los. So, hier mit dem Bums. Man gebe mir den Bums. So, nehme ich. Alles einmal einsammeln. Craft. Muss klar. So, das Inventory Management is everything. Tja, und dann werden wir ein Loch graben. Das wird sicher spannend. Die ist noch weg. Da gibt's keine Schaufel. Also gibt's keine Schaufel. Was brauchen wir da dazu? Any Stone. Da schauen wir uns vielleicht zuerst noch. Warte mal. Da schauen wir uns doch. Da habe ich keinen Stor. Hier hau ich schnell einen Stor raus, aber so weiß ich nicht.
Wahrscheinlich rufe ich jetzt wieder irgendeinen Todesdämon daher. So, da ist mal eine Workbench her und dann haben wir das Ding da brauchen wir nochmal 2 Steine, dann nehmen wir halt nochmal 2 mit. So, her damit und dann bauen wir hier das Ding auch noch und das platzieren wir jetzt einmal schnell da irgendwo. Ist ja noch vollkommen wurscht. Wo? Blub, blub. Jetzt kann man das wieder abbauen, das Ding? Normal schon, einfach zusammenhauen. So. Builders Workbench. Was kannst du? Builders Workbench Input. Holz. Egal. Das baut offensichtlich Möbel, Treppen, Softwood-Planks dekorativ und einfache Softwood-Planks. Das heißt, ich kann diese Sachen gar nicht unterwegs bauen, sondern in diesen Werkbänken halt. Jetzt ist die Frage, wo das herkommt, das weiß ich nicht, aber, ja. Das ist gut gemacht, da kann ich gleich 10 auf einmal bauen oder maximal, was ich an Material da habe. Was ist das da? Eine einfache Leiter. Einfach Stil. Was kommt dann das da? Was? Workbench Survival. Was heißt das? Search. Find nix. Verstehe ich nicht. Was ist denn das da? Crude Daggers. Es gibt auf alle Fälle schon mal Welten mehr. Ich weiß nicht, wie viele Waffen das in Minecraft gibt, ja. Ich wohne in der Welt von, es gibt ein Schwert, es gibt einen Bogen und das war's. Drehgeisel wo? Das ist eine gute Frage. Warte, du kriegst, damit man muss ich fast ein Drehgeisel bauen, das hilft nicht. Ich mag aber ein schönes Heisel bauen. Ich mag ein schönes Drehgeisel bauen. Nicht? Ich habe noch gar keine Steine, wir müssen erst umeinander meinen, dann können wir was bauen. Das tun wir jetzt. Alles wird mitgenommen. Fackeln. Die nehmen wir mit. Die können wir definitiv brauchen. Fackeln. Nehmen wir mit 10 mit. Warum hat er jetzt da alle gebaut? Ach, weil man 4 pro Dings kriegt. Ja gut, bin schon start. Bin schon start. Das Wet können wir weg da. Dann machen wir das so. So. Na, Adam Riese war das alles, was wir... Moment mal, was? Man kann walten! Okay. Interesting as fuck! Wenn wir noch weiter aufbauen, das hilft nicht. Oh, dann haben wir fast einen Weg verkackt. Oben gibt es noch andere Reiter bei der Werkbank. Da habe ich jetzt wieder mal beim Schnell nicht aufgepasst, aber... Repair Kits. Crude Build Hammer, ein Hatchet, Pickaxe, dann kann man es aus Kupfer machen, dann aus Eisen. Gut, das ist in Minecraft auch so. Was haben wir da? Thorium, da kommen wir nicht immer stärker in die Metalle und wertvoller in die Metalle. Dann haben wir Kobalt, Adamantit und Mithril. Good old Mithril. Da brauchen wir Sturmleder. Schweres Leder, Cindercloth Scraps. Oh, die wirst du wahrscheinlich bloß von starken Viecher kriegen. Und vor allem die Eisendinger wirst du wahrscheinlich. Und das ist so, was haben wir da so? Crafting, da haben wir einen Ofen, da haben wir eine Rüstungswerkbank, Schmiedewerkbank, da kann man das Leder machen, Farmers Workbench, was man immer da tun kann, das weiß ich nicht, das werden wir herausfinden irgendwann eines Tages. Chefstove, da kann man kochen, die haben wir schon, die Builders Workbench, das ist die andere, die wir gebaut haben. Da haben wir eine Möbelwerkbank, einen Alchemistentisch und einen Arkanistentisch. Was ist da? Bärenfalle, so ein Zielübungsding, wo man vorher in so eine Falle eingefallen. Oh, man kann sogar Rails und Loren bauen, genau wie in Minecraft auch. Dann haben wir einen Training Dummy, Holzfallen, Unlock the Backpack, ankommen. Unlocks the Backpack when consumed. Da brauchen wir Medium Leather und Eisen. Was haben wir da? Backpack Upgrade 1, Consumable requires Workbench Tier 2. Unknown Item. Find the Forgotten Temple and restore 100 Memories to unlock dieses Rezept.
Da müssen wir 100 sicher in die Erinnerungen zurückbringen, dann können wir das erst anschauen. Hytale hat halt noch kein Energielogiksystem wie Redstone in Minecraft. Ist das so wichtig? Ja, für die Langlebigkeit vom Spiel ist es wichtig. Es ist sehr wichtig sogar. Aber interessiert mich das jetzt gerade? Versuch die mal in meine Lage zu versetzen. Übrigens, Herr Wulfried, klettern heißt nicht wollten. Ja? Damit ich verstehe, was damit gemeint ist, musst du wollten sagen. Verdammt nochmal. Klettern ist für mich, ich gehe da an eine Venti und grabe jetzt senkrecht auf. Das Klettern! Wollten ist was anderes! Da springe ich übers Ahn drüber. Ich komme mich an der Kanten festhalten. So, Ruhe! Wir gehen jetzt da oben! Rein ins Loch! Klettern geht an Efeu zum Beispiel. Das habe ich mir schon gedacht. Ich habe jetzt einfach gemacht, man kann generell einfach klettern. Das weiß ich noch, das hat mich in Minecraft schon irgendwie aufgeregt, wenn ich da so oben renne, schnell, dann bleibe ich hau ich mal bis hier noch. Da oben. Nach dem, was ich gelesen habe, soll sowas wie Redstone auch nicht geplant sein. Das darf mich stark wundern. Das darf mich sehr stark wundern. Jetzt habe ich einen Scheiß gemacht. Das machen wir so. Darf mich wundern. Mal abwarten. Ich glaube, dass die in den letzten Wochen einen Hype haben ohne Ende. Bis jetzt, um ganz ehrlich zu sein, was ist eher euer Ersteindruck? Es ist halt Minecraft. Es ist super lieb gemacht. Es scheint gut zu funktionieren. Es ist jetzt aber nicht so, als würde es mich vom Hocker dreschen. Wer Bock auf so ein Spiel hat, ich finde jetzt doch nichts, wo es irgendwas zum Aussitzen gibt. Na, gar nicht Minecraft, finde ich. Fackeln kannst auch in den Slot fürs Schild stecken. Wo sind meine scheiß Fackeln da? Konzi schreibt, Minecraft finde ich besser. Gut, Geschmäcker sind natürlich verschieden. Aber ich denke mir halt einfach, Minecraft ist so hart ausgelutscht, dass ich einen Vogel krieg. Und da finde ich, es gibt da 1 Million Minecraft-Klons. Und bis jetzt, soweit ich das zumindest beurteilen kann, spielt sich das da genau wie Minecraft. Und zwar ganz genauso. Es schaut bloß besser aus. Und so wie ich das sehe, wenn jetzt die da einen Erfolg haben, dann haben die auf einmal eine Finanzspritze ohne Ende. Und dann wird das Spiel weiterentwickelt und vielleicht will man auch gar kein Minecraft sein. Mehr hätte ich zum Beispiel mit meinem Spiel wahrscheinlich auch nicht sein, weil die mit wahrscheinlich dem größten und meistverkauften Spiel jemals ständig vergleichen zu müssen, wird irgendwann sehr anstrengend. Wenn Minecraft zu altbacken wird, ist es schon mal was Frisches, finde ich. Ja, das möchte ich eigentlich damit sagen. Es hat mich zumindest einmal dazu gebracht, dass es mich wirklich interessiert, mal anschauen. Und ich muss allerdings auch ganz ehrlich, so ehrlich muss ich jetzt da sein, ich mag jetzt noch niemandem das Spiel da versauen, wer da Bock drauf hat. Das ist halt, du weißt, was du kriegst. Wenn du das Spiel kaufst, weißt du, glaube ich, jetzt schon, was du kriegst. Wenn du Minecraft gespielt hast und Minecraft gut gefunden hast. Das ist die Frage, ob das Sinn macht, dass wir uns da einen Doppelweg nach unten prügeln, dauert alles doppelt so lang, aber gut. Kann man uns natürlich auch mal eine Lorte bauen. Naja, gut. Kriegen wir schon. Schauen wir mal, wie tief das geht. Your crude pickaxe broke and became less effective. Ach, dann wird das Ding nicht zerstört, sondern man kann es mit einem Repair-Kit, ja, dann wirft es halt einfach, wie wirft man es auch weg? Oh, na, das wollte ich eigentlich hin. Das ist wieder hier. Warte mal. Naja gut, dann lassen wir es im Inventar, ist ja scheißegal. Auf dem Weg zum Mittelpunkt der Welt. Was wir da aber schnell schauen könnten. Oh, das geht in Minecraft meines Wissens auch nicht. Zumindest ist es damals nicht gegangen. Ich muss nicht springen. Wir gehen mal automatisch, pass auf, du kannst automatisch da aufgeben. Also ich drück nur W. Blub. Geht das in Minecraft auch mittlerweile? Weiß ich nicht. Das macht es schon etwas angenehmer, sich zu bewegen hier. Wir könnten mal unser Lorter bauen. Schauen wir mal, wo war das? Das war, glaube ich, da irgendwo. Na. Lorter. Jetzt check es erst.
verschiedene Holzsachen, du kannst dasselbe bauen, aber mit einer anderen Farbe. Das ist cool. Finde ich aber... Was ist jetzt, wenn ich das weiße Holz da haben will mit roten Dachschindel? Gibt Autospringen, aber bloß auf der Bedrock-Version. Jedes Holzsteintyp hat einen anderen Crafting-Style. Ja, das versuche ich gerade außer zum Pfriemeln. Ich möchte jetzt aber gern das weiße Holz mit roten Dachschindeln. Oder mit grüne oder was weiß ich. Und warum ist da die Leute braun und dann nicht weiß? Gut, alles Early Access, aber das sind so Sachen, die fallen mir gleich. Ich möchte das da auch. Da, hier, Crude Plattform. Crude Leather. Bau mal. 3, 4, 5. Ja, bau mal halt Leutern. Da ist der. Brauchen wir Leute. Und dann kommen wir uns straight zum Mittelpunkt der Erde. Das sagt ich. Du einen trägen Input. Wir haben einen trägen Input. Dreck! Haben wir überhaupt Dreck? Ich kann einen trägen Input. Da geht nur der Cobblestone, da geht. Ich meine, die Sachen schauen schon cool aus. Also, was mich jetzt mal interessiert. Einfach mal, weil es mich interessiert. Tue mir so einen Steuer. Und dann jeweils so ein Dach. Einfach nur, weil mich interessiert, wie das Klump ausschaut. Und lopp. Das zimmert man da so her. Und da. Ah ja, das braucht dann auch 2 Felder, wenn ich das so richtig verstanden habe. Das weiß halt ich natürlich jetzt nicht, ob es diese Steine in Minecraft auch gibt, die 2 Flächen bedecken, die abgeschrägt sind. Ich weiß, dass es Treppen gibt und so weiter. Aber dass es in dieser Form, in diesem Detailgrad in Minecraft gibt, das glaube ich nicht. Also ich weiß jetzt nicht. Ich wiederhole, ich hänge in Minecraft 2010, 2011, vielleicht 12. Gibt auch Treppen, die gibt es in Minecraft auch. Aber ja, das schaut doch in Ordnung aus. Das ist doch cool. Warum nicht? Und dann kriege ich den Steuer wieder, ja. So, jetzt haben wir da natürlich einen Scheiß erbaut. Das wollen wir nicht so haben. Gut, wir haben Treppen, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Bogen, das haben wir weggehört. Du gibst mir Leute und dann gehen wir jetzt da oben. Und graben wir unser Loch. Probieren wir gleich. Warum habe ich jetzt kein... Ja, super. Verdammt nochmal. Damit da ein Licht hin. Oh, da. Genau so hätte man das eigentlich... Genau so hätte man das eigentlich gedacht. Wie weit kommen wir oben? Die Höhlensysteme in dem Spiel sind halt gigantisch. Okay, bin gespannt, wann wir die erste sehen. Wenn wir überhaupt noch nicht sehen. So, habe ich mir jetzt... Na, hab ich nicht. Das ist mal ein Fackelchen hier. Warte mal, die Fackeln. Was hat nicht? Das ist... Wir können Stacks aufteilen. Shift vielleicht. Na, Steuerung. Rechtsklick. Ah, jetzt halt. Mit Shift, Rechtsklick. Na, die anderen Hälften mag ich da einen haben. Sehr gut. Biegt man. Das ist die Frage, ob ich da dann noch vorbeikomme, aber wir werden es rausfinden, habe ich das Gefühl. Nein, wir kommen nicht mehr vorbei. Dann müssen wir es leider. Ah, shit. Das geht nicht. Dann müssen wir. Warte mal. Dann müssen wir da Leer reinzimmern. Hab ich gehört. Dann geht das. Oh, was mir hab ich jetzt da? Kriegen wir schon. Schauen wir mal, wie tief das wird. Kann ein wenig dauern, habe ich das Gefühl. Da hätten wir... Spoiler, auf der Map siehst nur die oberflächlichen Biome. Unterirdisch gibt es teils dann mehrere Biomebenen. Okay. Da, meine, dürfen wir mal wieder ein Loch in die Wind reinhauen, sonst sehen wir nichts mehr. Da haben wir, da haben wir. So, passt. Und weiter geht's.
Was ist jetzt? Also. Lass mich da oben jetzt da! Was ist denn da? Ist da irgendwas komisches? Ist da Wasser? Nein. Stor ist anders, Mann. Ich glaube, wir lernen jetzt dann einen Fallschaden kennen. Möglich. Alles ist möglich. Moment. Wie lange hätte man da jetzt braucht, wenn ich zwei... Goblin Scrapper? Wo ist denn der jetzt hergekommen? Jetzt habe ich nicht gesehen, wo die Seele hergeflogen ist. Aber wir haben in der Nähe von etwas. Da mir lieber wieder Treppen hinbauen. Können Goblins die Treppen hernehmen? Ist er von unten gekommen? Schreibt der Herr Schneider? Ich mache jetzt einfach in der Finstern, weil es mir wurscht ist. Das ist schade, dass er die Fackel aus der Schildhand nimmt, wenn ich die Leute in die Hand nehme. Nervt mich jetzt schon. Fallschaden entdeckt! So, jetzt ist bloß noch die Frage, wie viel... Der mal... da ist Kupfer. Wo bin jetzt da rausgefallen? Scheiße, ich seh nix. Warte mal. Wir haben doch mit Sicherheit 5000 Cobblestone. Haben wir da? So. Ich sehe einen Scheißdreck. Da haben wir rausgekommen. Wo ist denn unser Lord da dran? Die ist an der Seite dran. Das heißt, wir bauen jetzt die Segne gescheit hin. Hängen wir mal eine Fackel noch irgendwo hin. So. Guter Einstieg, haben wir schön gefunden. Da füllen wir jetzt alles noch schnell ein wenig auf, damit man da nicht behindert. Weißt du das schon? Machen wir jetzt so. So. Und dann warte mal, mit Shift, ich glaube, oder was? Steuerung, bei Minecraft hat es irgendeine Tasten gegeben, da kann man nicht runterfallen. Dann fällst du nicht über die Kanten um. Ich weiß aber nicht mehr welche. War es nicht Shift? Aber wir haben mit Sicherheit genügend Minecraft-Pros herin, die mir ganz genau sagen, wo und was. Komme ich da jetzt auf? Ja, das schaut gut aus. Steuerung. Nein, da falle ich runter. Runter zu schleichen. Schau da an. Okay. So, wie viele Pfeile haben wir? Wie viele Pfeile haben wir mit dabei? 24. Das sind nicht ein paar. Das heißt... Das Kupfer müssen wir mitnehmen. Kupfer ist wichtig. Man, für das haben wir gekommen. Da ist her. Da ist noch eins gewesen. Hast genau gesehen. Oh, lass mich schauen. Was ist jetzt da? Klonk, klonk, klonk. Ja. Kupferschund. Ja, mit dem Schund. So, da ist die Frage, ob wir jemals wieder raufkommen. Das ist also die Höhle! Leg mir da am Arsch! Was bedeutet das Symbol da links um? Verbindungsprobleme. Der Arm zum Abbauen ist übrigens ca. 8 Meter lang. Lol. Okay, verstanden. Hätte ich quasi nicht hinbauen müssen. Da leucht's grün. Was gibt's da? Was? Kannst du gar nichts! Was haben wir jetzt gekriegt? Leinen Scraps. Gestungener Kleiner. Und diese Erkundung, das da rumpimmeln und Sachen, das hat mir schon immer Spaß gemacht. Aber das ist was, das hält mich nicht lang genug bei der Stange so. So, jetzt brauchen wir Eisen. Jetzt haben wir mit Kupfer gefunden. Dann brauchen wir Eisen. Dann bauen wir uns die ersten Rüstungen.
und so weiter. Ich kann in meinem ganzen Kopf das Spiel schon irgendwie durchmachen und weiß natürlich nicht alles, was kommt, aber grob was kommt. Und das ist das, warum mir dieses Spiel... Silberohr. Daggers. Aha. Lesser Health Potion. Können wir aber auch. Eine Zeit lang funktioniert das. Cool, was ist das? Cool, was ist das? Cool, was ist das? Aber es ist, ich sage mal so spätestens nach 3, 4, 5 Stunden hast du halt das Grobe alles gesehen und dann hört bei mir der Motivationsfaktor meistens aus. Das Spiel frisst Zeit, eigentlich wollte ich nur... Kobalt. Ja, natürlich. LMB halten ist übrigens Charge Attack. Und das finde ich cool. Das ist das Element, das ich in der Art Spiel gern noch hätte. So ein Adventure-Mode. Mit einer Story und dann muss da hin und die Story zwingt dich mehr oder weniger dazu, die Sachen zum Craften. Dir eine Bude zum Bauen mit den nötigsten Sachen und so. Und dann war das richtig cool. Und dann spielt auch das Kampfsystem eine richtig große Rolle. Hier mit Blocken und Charged Attack und irgendeine Special-Fähigkeit, die wir vorher mal gehabt haben. Wenn da wirklich Viecher kommen, die nicht einfach wie in Minecraft geistig behindert bumm, machen. Probier die Dagger aus. Dann probieren wir die Dagger aus. Wieso kann ich... das ist wieder eine Zweihandwaffen, ne? Und was ich auch gern, das habe ich in Minecraft schon gern da, immer irgendwie eine bestimmte Art zack. Das irgendwo hinbaut, damit ich weiß, das habe ich da hinbaut. Das baue nur ich so, das kommt nicht vom Spiel vorbei. Mit dem Spiel können ja einfach mal Fackeln umeinander liegen und so. Schau, ich habe noch gefunden, was ist das? Dann nimm mit dem. Nur der blockt. Die häckseln ganz schön. Da kannst du sagen, was du möchtest. Also wirklich gekriegt haben wir nichts. Na, Decker sind cool. Was kriegt man eigentlich, wenn man die zusammenhaut da? Kriegt man da was? Nö. Was kriegt man, wenn man den Sarg zusammenhaut? Nix. Das nehmen wir, aber das nehmen wir natürlich. Was haben wir noch? Crude Hatchet, Essence of Life, Grilled Fish nehmen wir natürlich mit. Silver Ingot nehmen wir natürlich auch mit. Jetzt ist die Frage, tun wir alles her, wir können nicht alles mitnehmen. Was ist das da? Ein Ei! Schaut einfach aus wie so ein 1x1 Lego-Store. Ist das ein Egg? Warum nicht? Die geschissenen Mushrooms. Wir kommen Sachen aus dem Inventar droppen. Ich drücke aber instinktiv auf Q, wenn ich mit dem Mauszeiger drauf bin. Das funktioniert aber wahrscheinlich einfach aussitzen. Ja. Ja, super. Den Schwammerl einmal wegwerfen, den braucht jetzt dabei einmal kein Mensch. Ich möchte so. Kaputt. Auf G. Oh, tatsächlich. Merci. Aber irgendwie habe ich, das geht in Minecraft auch, gell? Irgendwie habe ich es in der Muscle Memory, das ist irgendwie gegangen. Irgendwie, somehow it worked. Small Overgrown Temple Jet. Wieso nehmen wir nicht die ganze Chest mit? Kann man das irgendjemand sagen? Schmeiß die Bläme weg und gib mir die Chest mit. So. Tja, dann. Wie weit nach unten... Wo sind wir gekommen? Da sind wir gekommen, gell? So. Dann werden wir wohl oder übel... Nein, das mag ich jetzt, da mag ich jetzt eigentlich nicht runterfallen und sterben. Gehen wir da her. Ja, wir kommen natürlich weiter, was darf man sonst? Ich meine, was soll ich machen? Hier, Wagel hin. So, los geht's. Was? Leck mir am Arsch. Leck mir am Arsch. Wann ist denn... Was? Ja, das ist keine Ahnung, was das wieder soll. Na, keine Ahnung, was das soll. Lass mich bitte zufrieden. Es ist 5 vor 10. Frag mich bitte nicht, wann... Ja, egal. Was weiß ich, Alter. So, was ist das?
Das ist der good old... Oh, das stinkt nach Lava. Jetzt warte mal. So legen wir uns jetzt halt auf die... Genau von Lotter Inventar mal aus. Aber ich bin doch auf Entdeckerreise. Sprengi hat uns schon darauf hingewiesen, dass wir ewig weit Raum hauen. Schau mal, wie weit das geht zum Umeinanderhauen. Was ist denn das für... Also wir gehen halt Lotterstückel aus. Warte mal, dann machen wir jetzt da mal ein Loch rein. Vielleicht machen wir sogar 2 Löcher rein, damit das Licht sich besser verteilen kann. So. Dann machen wir diesen hier. Ich muss ja sowieso bald heim. Hoppala. Jetzt habe ich gerade das erste Mal überhaupt nicht aufgepasst, weil ich komplett weggetreten bin und habe gerade Vollgas ins Mikrofon reingehabt. Das tut mir wirklich leid, das wollte ich nicht. Das wollte ich wirklich nicht. So, ich hau jetzt da trotzdem drauf umeinander, weil ich wissen möchte, wie weit das mal runterkommt. Auf die Leute auf. Der Miefeld schreibt, wie schaut's aus, Bürger? 999 Parts confirmed, oder? Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, wenn ich jetzt sage, huckt mich nicht so, dass das passieren wird. Währenddessen ich gerade vollkommen vergessen habe, wie spät das ist. Und mit vollkommen vergessen meine ich wirklich, ich hab einfach komplett, ich hab das ist so viel noch nein, vielleicht. Allerhöchstens. Mit dem Hintergedanken schon so mit, ja, das ist sowieso immer schon viel später, wie du meinst. Kann man eigentlich auch die Leute auf sprinten? Ja, kann man. Der Verfall setzt ein, der setzt schon sehr lang ein. Aber... Oh. Es ist ja Nacht. Schauen wir mal, ob wir schlafen können. Respawn Name. Birgst das Bett, okay. Das wollte ich jetzt gerade sagen, ich hoffe, dass man dort Nacht überspringen kann. Ja, entdecken macht Spaß. Wenn man alle Biome gesehen hat, lässt das nach. Und das ist das... Das darf mir jetzt schon ein wenig sticken. So ist das nicht. Aber ich sehe die ganze monströse Arbeit vor mir, jetzt da erst einmal 1 Million Kisten bauen. Hütten bauen. 1 Million Kisten bauen. Und dann erst einmal 5 Stunden lang da unten umeinander graben wie ein Behinderter. Da muss man Bock drauf haben. Das ist bei mir einfach nicht so der Fall. Inventar leeren. Ich brauche kein leeres Inventar, wenn ich da jetzt nicht nochmal runtergehe und einfach stumpf weiter grob. If you know what I mean. Haben wir nur eine Kiste. Kistige Kiste, die zimmert man daher. Jetzt ist die Frage. Es ist ein Grindcraft. Ist schon, ja. Man muss halt wirklich Bock auf das Spiel haben. Und ich wollte es mir einfach einmal anschauen, aber nach 2 Stunden sage ich jetzt, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist Minecraft in China. Es ist einfach Minecraft in China und Minecraft stickt mir halt überhaupt nicht mehr. Es stickt mir einfach nicht. Wahrscheinlich, weil ich bin zu alt geworden, hab zu viel gespielt, ich weiß es nicht. Bei Enshrouded musst du auch ein bisschen bauen, sammeln für Progress, aber ist cool zum Entdecken. Da ist wieder was anderes, das schaut grundsätzlich anders aus. Aber ich hab das Gefühl, gut, gibt's in Minecraft so Goblins? Nein. Aber ob jetzt ein Skelett verdriesch oder ein Goblin verdriesch oder das Zombie aus Minecraft verdriesch. Minecraft, wenn es 2016 rausgekommen war. Ja, im Prinzip bauen sie die... Ich möchte das Spiel nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Ich sehe ja, das ist gut gemacht, es funktioniert, es schaut schön aus, es schaut lieb aus. Aber es ist halt einfach der typische... Das ist einfach Minecraft. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Es gibt genügend YouTuber auf diesem Planeten, die diese Spiele abdecken. Ich bin keiner davon. Ich denke mir oft, boah, heute mal Minecraft, aber dann denke ich nach und weiß sofort, es bockt 10 Minuten und dann, naja, war's das wieder. Deswegen gehen viele Leute in den Kreativmode, das kann ich natürlich auch verstehen. Und da fällt für mich dann so, wenn du da voll die geile Bude gebaut hast, ja, im Creative Mode ist nichts Besonderes. Wenn du das aber im normalen, regulären Minecraft-Game das Zeug sammelt hast und dann baut hast, dann finde ich, dann hat das schon gleich viel mehr Wert. Aber der TV schreibt auch gerade, seien wir mal ehrlich, es ist einfach Minecraft. Es ist einfach Minecraft. Ich sehe da jetzt keine großen Springen. Kampfsystem ist viel dynamischer, ja. Grafik ist viel dynamischer, ja.
Viecher sind ultra knuffig, es schaut lieber aus, es ist ein cozy Game. Muss man mengen. Wenn dann mein Colonies, dann bockt's wieder. Ich bin da zu unkreativ dafür. Bis auf die Ruckler ist es auch technisch okay, oder? Stimmt. Gibt's überhaupt nichts. Der Sound ist angenehm, Grafik ist tipptopp. Es ruckelt eigentlich überhaupt nicht. Also so fighten gut bei der Grafik, seien wir uns ehrlich. Was gibt's da zum Ruckeln? Vorher, wenn wir das erste Mal die Welt betreten haben und ich bin im Vollsprint einfach geradeaus gelaufen, hast kurz einmal so Mikro-Ruckler drin gewesen, da merkst du richtig, wie irgendwo irgendwelche Map-Abschnitte geklont werden. Und das ist aber kein Weltuntergang. Wie oft ist das vorgekommen jetzt da in den 2 Stunden, 2, 3 Mal? Läuft das Wasser in das Loch nicht vom See, wenn du eine Verbindung grabst? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich denke, das ist genau beantwortet exakt, was du wissen wolltest. Oder? Wir haben doch einen Eimer gefunden. Das habe ich in Minecraft eigentlich schon immer ganz witzig. Warte mal. Die Schweindel sind wirklich geil. Kannst du was machen? Warum kann ich... Ich möchte den Eimer da nicht hinstellen. Was habe ich jetzt da? Hä? Hab ich jetzt da ein Stückchen aus dem Wasser außer... Ah ja. Scheint sehr ähnlich wie in Minecraft zum Funktionieren. Was mich jetzt aber schnell interessiert, ist Folgendes. Das war in Minecraft schon ein bisschen seltsam. So, tiefer Graben. Also ich glaube, das Wasser verhält sich genau wie in Minecraft. Wasser ist nicht unendlich. Hold my beer. Vogel! Oh. Ah! Scheiße, er ist doch noch kaputt. Achtung, ich muss selber drücken. Zählt nicht mehr automatisch. Verdammt. Haben wir uns jetzt mit dem Scheißgeschwein 2 Dämpfer kassiert? Oh, wir spawnen wir tot, Gott sei Dank, wieder genau da. Ja gut, dann müssen wir den Turm leider nochmal bauen. Aber dafür habe ich ein Ding entdeckt. Ja, wenn da die Taube vorbeifliegt, was soll ich machen? So, als unten. Oh, ich hab da oben nicht mehr recht viel mehr als einen Turm haben wir noch gebaut! Nimm da erstmal nur... Leck mir am Arsch! Ich mag nicht mehr! Spring! Wenn wir das überleben? Oh, das haben wir überlebt schon. Verdammt. Wir kommen jetzt da wieder aussehen. Hör auf, ich meine. Dann müssen wir einen dritten Turm bauen, das hilft nicht. Das hilft einfach nicht. Das hilft einfach nicht. Ich hab mal. Was soll ich machen? Dann schaut er schön aus. Nur wenn ich so schauen jetzt. Oh, hier 30 genau. 20 genau. Haben wir schon, vielleicht haben wir noch irgendwelche Blöcke dabei. Achtung. So. Steffi, ich hoffe, du hast es mitnotiert. So, jetzt habe ich Fackel aufgebaut. So, klingt das. Jetzt mal die Fackelfisten. Haben wir noch irgendwelche Steine? Ja, da haben wir noch ein paar.
Dann machen wir da mal ein Loch rein. Und das, so, das ist Saurons Tower. So, haben wir noch ein paar. Ja, 8 da haben wir noch 8. So. Was haben wir da noch? Einer geht noch. So, und jetzt halt Wasser. Ich spring dabei schon mal und schau ihm zu beim Oberfließen. Achtzehn. Verlauteres Hudeln und Plänen mit euch. Aber, Sprengi, ich glaube, deine Theorie, Wasser ist nicht unendlich, glaube ich, ist so nicht ganz richtig. Also fallen tut's unendlich, aber es bohrt sich halt bloß, das kann man da eigentlich schön sehen. Oder hat man vorher schon gesehen. Bohrt sich das so... Wie weit ist denn gekommen? So Sim-Fadel. Im Umkreis bohrt sie sich aus und wird immer niedriger. Ich weiß nicht mehr, wie sich das Wasser in Minecraft verhält, aber ich darf jetzt mal sagen, ganz genauso. Science dürft sein nicht. Eigentlich hat der Bernie hat recht eigentlich. Aber ich kenne euch Pappenheimer ja. Gemeint war, du kannst nicht unendlich aus einer Quelle schöpfen. Ach so! Das heißt, ich kann da jetzt gar nichts mehr ausziehen, sondern bloß noch da. Wenn ich es da drauf... Das heißt, wenn ich es da nehme und da drauf schütte, dann ist die Ressource Wasser weg. Und zwar für immer. Das ist nur ein wenig. Das darf ich nur ein wenig als, es ist nicht fertig betiteln. Was soll das da darstellen? Aber gut. Alles in allem, was geben wir dem Ding? Was geben? Also ich glaube nicht, dass wir das nächste Woche nochmal spielen. Ich glaube nicht, dass da irgendwas kommt, was ultra viel Spannung erzeugt und was uns vom Hocker haut. Oder mir sagt so, wow, leck ist das cool, wow, leck ist das cool. Glaube ich nicht. Quatun sagt 5 von 10. Na. Na. Ein paar Sachen berücksichtigen müssen wir schon. Das ist nur eine Early Access. Es möchte auf alle Fälle Minecraft angreifen, da braucht man nicht schmerzen. Es kann eigentlich wahrscheinlich alles, was Minecraft auch kann. Plus ein paar neue Sachen. Und das zwingt. Das ist einfach nur... Ist Minecraft in schön, kenne ich schon. Wahrscheinlich ja. Ganz ehrlich, ich halte es für relativ stabil. Es schaut knuffig aus, es schaut schön aus, es ist wunderbar. Ich darf ihm einen 8er geben. Wenn ich jetzt wahrscheinlich ein ultimativer Minecraft-Fanboy war, dann darf ich dem Ding wahrscheinlich einen 5er geben. Anstatt, machen wir 7,5 von 10. Es hat Potenzial, aber ich denke nicht, dass mir das Spiel jemals wiedersehen wird. Außer es kommt, weil der Heiko schreibt ja gerade, soll ja angeblich noch ein Story-Mode kommen. Wenn der gut gemacht ist, warum nicht? Dann kann man vielleicht noch mehr reinschauen. Hab aber auch die Befürchtung, dass das noch sehr lange dauern wird. Also wenn die jetzt 10 Jahre lang an dem hier gewerkt haben und wir haben halt nur 2% an der Oberfläche gekratzt, ist schon klar, aber 10 Jahre auch nicht lang, dann dauert der Story-Mode noch furchtbar länger. Aber die haben jetzt, glaube ich, einen Haufen Kohle verdient, was vollkommen in Ordnung ist. Und mal schauen, wo die Reise hingeht. Aber ich habe mir schon sowas in etwa gedacht. Ist die Taube da jetzt in mein Wasser eingeflogen? Davor waren schon 3 Jahre der Charakterdesigner, wahrscheinlich, ja. Wolltest du nur so Tauben treffen? So. Wie tut die das on purpose, oder? Die Schweine weichern aus. Leg mir am Arsch! Also ganz ehrlich, wer schon lange kein Minecraft mehr gespielt hat und Minecraft mag, das Ding kostet 20er. Das ist okay. Ich meine, es gibt jetzt Dinos. Die habe ich halt beim Asmongold kurz mal gesehen, zumindest in einem Thumbnail und in einem 2 Sekunden Videoausschnitt. Die gibt's irgendwo. Raptoren, habe ich gesehen. Es gibt eine Timeline, wann welches Update kommt. Ja, cool, ist ja alles. Ich muss sagen, ich spiele lieber das Original. Ja, das ist einem jedem selber überlassen.
Quarantine Zone habe ich schon im Kopf gehabt, ist glaube ich ganz gut im Stream, steht schon auf der Liste. Das ist das, wo man an der Grenze Leute kontrolliert, vom Zombie bissen worden sind, oder? Die Entwicklung von Riot wurde verworfen. Die hat der Dev nicht mitgekauft. Das stand vor dem Verkauf an Riot. Oh, das ist eine Information, die wusste ich nicht. Haben wir angeschaut, können wir gut sein lassen. Ich glaube auch, Hightail haben wir angeschaut, wenn das irgendwann einmal fertig ist, kann man vielleicht einmal noch mehr einschauen, mal sehen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das die große, also einen ähnlichen Hype auslöst, wie Minecraft das da hat. Da glaube ich, sind wir weit entfernt. Und für das gibt es Minecraft. Also für das ist mir zu wenig Unterschied. Für mich jetzt. Alles, was ich da jetzt gesehen habe, habe ich schon mal gesehen, bloß nicht in so schön. That's it. Tja, gibt's nicht viel PlayStation, dann bleibe ich bei Minecraft. Da habe ich nur eine Welt zu bauen. Ja, also ich darf jetzt da auch an jeden, der gern Minecraft spielt, wenn der 20er nicht wehtut, dann glaube ich, machst nichts falsch. Aber es muss auch nicht sein. Was steht dann für nächste Woche am Plan? Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Da muss ich überlegen. Warte mal, da irgendwo habe ich mir erst dann. Jetzt pass auf, wo sind wir? Nächste Woche. Ja, eigentlich war schon am Montag Hightail drin gestanden, gell? Da schreiben wir nicht Hightail hin. Was wir da hinschreiben, weiß ich noch nicht. Sag ich der Freiwillige, was ist, weiß ich noch nicht. Wir sehen uns diesen Mittwoch mit Green Hell. Noch einmal, Green Hell ist bis Uhrzeit, gut, das Jahr ist noch nicht recht lang, aber es ist eine kleine Überraschung des Jahres und Green Hell macht richtig Bock. Ab Mittwoch geht der Story Mode los und zwar Vollgas. Wahrscheinlich spielen wir sogar auf leicht, sage ich jetzt, wie es ist. Ich glaube, es Survival-Gameplay, das haben wir durch, so, da müssen wir uns nicht noch weiter quälen, auch wenn es Spaß macht, so ist es nicht, aber da haben wir, glaube ich, grob alles gesehen, oder das meiste gesehen, von den Grundmechaniken, dass wir überleben, und damit wir ein bisschen schneller im Story-Mode vorankommen, machen wir auf einfach. Hab gehört, Montag Enshrouded. Montag direkt glaube ich noch nicht. Es braucht ein wenig Vorbereitungszeit. Ich habe nämlich das dumpfe Gefühl, genau in der Vorbereitungszeit wird NX-Runde fertig und dann habe ich keine Zeit. Schon mal der Long Dark gezockt? Ja, gibt es ja irgendwo bei mir im Kanal. Damals habe ich meine Streams aber nur auf nicht gelistet gestellt. Die haben ein bisschen schwierig zum Finden. Da musst du in die Playlist rein. Das ist schon eine ganze Zeit lang her. Ich glaube, das war 2018, 19 eher. Du wolltest doch noch Spui holen jetzt noch im Stream. Wie war's mit dem? Du wolltest doch noch Spui holen jetzt noch im Stream. Wie war's mit dem? Weiß ich nicht, was mich fragen. Ich verstehe die Frage nicht. PAX Day könnte noch im Angebot sein. PAX Day kriegt von mir kein Geld. Rustler! Ja, jetzt, du wolltest da nur eine Spur holen. Hab ich Epic überhaupt? Ich hab Epic gar nicht installiert. Wie taugt er das? Also TLD, was ist TLD? Auf Green Hell freue ich mich schon. Ich auch. Green Hell ist wirklich eine Überraschung. Hightail haben die ehemaligen Entwickler 2025 für Riot Games zurückgekauft, das weiß ich. Im Februar Resident Evil, das ist sowieso selbstverständlich, wie es am 27. kommt. Was ist das für ein Tag? Das ist ein Freitag, kannst du gleich mal auf einen 2-3 Stunden Stream, also einen 3-4 Stunden Stream einsteigen. Ach so, wie es mir der Long Dark, ja, tatsächlich. Wie man das taugt hat, das haben wir nicht fertig gespielt. Damals war ich noch der Meinung, ich darf es heute wahrscheinlich auch nicht fertig spielen, das ist halt also ein typisches Survival-Ding. Haben wir wieder beim Survival-Game. Und damals habe ich schon gesagt, ich glaube, das Spiel habe ich schon 10-mal gesehen. Bloß in einer anderen Grafik. Aber bis dahin war es ganz gut. Also wer Survival-Spiele mag, der Long Dark war ganz witzig. Und ist auch sehr gnadenlos, wenn ich mich richtig erinnert. Wollte gerade Mouse PI for Hire schreiben, kommt aber erst am 19.03. Da haben wir noch ein wenig. Wir finden schon was. Wir haben noch über was gefunden. Und The Long Dark 2 schauen wir uns dann wieder an. Ist noch to be announced. Habe ich noch gar nicht mitgekriegt, schon her. Wie schaut's noch mit My Voice Zoo aus? Das ist das Game, wo du die Viecher im Zoo selber synchronisierst und das kann für einen Stream schon witzig werden. Da glaube ich, habe ich heute einen Short vom Gronk gesehen. Muss ich mir, das tue ich mir jetzt mal schnell auf die Listen. Für einen Stream, wir brauchen irgendwas so für einen Stream so. Wieder mal. Wie heißt das? My Voice Zoo. Oh ja, für 2,40 €.
Okay. Das meine, müssen wir uns ja vielleicht schnell mal kurz anschauen. Damit gleich erwähnen, was es überhaupt geht. Spürst der Voice Sue und man nimmt da selber Töne auf, wie deine Viecher deren. Tut mir leid, hat mich erwischt. Great to see you with your voice! Pepsi. Ja, ist halt 2,50 € Gespräch. Für eins, da tue ich mich sogar hart, ob das für 2 Stunden lustig ist. Das ist die ersten 2 Viecher vertonen, das ist ultra witzig und dann war's es. Das ist auch das ganze Gameplay. Ja, ich denke mir halt schon. Und was da wir die anderen 1,5 Stunden im Stream? Ja, kann man Inscription mal weiterspielen, dann müsste die wieder von vorne fangen. Ich kenne mich ja nicht mehr aus. Ist das für 6-Jährige? Ich weiß nicht. Mei, das spielt halt so jemand wie der Gronk und dann verkauft sie das halt auch 1000-mal. Mei. Ich sehe schon alle Tiere auf Borisflur. Ja, genau. Das ist genau 5 Minuten lustig. Gehst zu Anthony, Kruzifix! Gehst zum Wolfi und halt mir am Arsch! Ha, und beim dritten wird's langweilig. Was ist mit Ark Raiders? Spielt das noch jemand? Spaß. Valheim oder Enshrouded? Eins von denen 2 wird wahrscheinlich noch durch den Februar carrying müssen. Menace haben wir schon gespielt. Ist es schon raus? Ist doch noch nicht raus, oder? Ach Gott, Sprengi. I was there. Das verstehen wir, ja, wobei wir haben ja alle älter, als wir das dachten. Ja. Die neue Are We There Yet Map? Nein, das ist noch zu wenig lang her. Wir finden da brauchen wir jetzt, und zur Not schauen wir uns Star Rapture. Das habe ich mir sogar mit dem Herrn Höppler schon einmal angeschaut. Das habe ich mir sogar schon einmal angeschaut. Das ist was bei Green Hell auf der rechten Seite angezeigt wird, oder? Dieser PvE-Shooter, was weiß ich, wie so heißt. So wie Destiny. Bloß mit Bauen. We have satisfactory at home. Das ist halt das Problem so. Es ist halt immer das Gleiche. Ich glaube, wenn der Voice Suit 2 Stunden hergibt, dann mit dir Bürger. Nein. Also ja, ich war, glaube ich, schon in der Lage, dass ich das totlabert. Tut ich nicht oben. Aber da fühlt man schon was. Ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob ich überhaupt kurz... Schluss damit. Wieso fangen jetzt das Video auf einmal wieder an? Egal. Alter, Star Rapture sucht die zurzeit unnormal. Oh, Lemminge! Stimmt, wo ist denn eigentlich der Florian hingekommen, der nach Lemminge fragt? Der hat einfach mittendrin aufgehört. Um Gottes Willen, wie viele Donations haben nie übersehen. Herr Gensel, mir ist für 89 Monate. Habe jetzt so kurz vor Feierabend noch schnell reingegrüßt. NX bockt noch. NX hat ganz schwere Probleme. Die ich mir selber auferlege. Es ist ultra nice, dass du das immer noch bockt. Es ist jetzt die 3. Woche. Mal kurz an alle Annexianten. Die Grundänderungen, die während Runde 2 stattfinden werden. Runde 2 war der Endlosrunde. Ja, die kann schon auch gewonnen werden, so im Prinzip, aber die ist nicht mehr so Challenger-mäßig gepriesen, wie es die erste jetzt war. Da haben wir wirklich sehr viele Erkenntnisse daraus gezogen. Wer nicht weiß, von was ich rede, Annex ist mein eigenes Spiel, das ist ein Browser-Game, sowas, was man Mitte der 2000er gespielt hat. Gehst du auf annex.gg, anex.gg. Herr Gantelbart, ich habe die 1000-mal gewarnt davor. Inzwischen ist es eine Qual, der Beste zu bleiben. I tried to warn you, you didn't hear, you didn't listen. Es wird sehr grob zusammengeschnitten. Grundlegend, es wird einen Endlosmodus in der Runde 2, das ist einmal das Erste. Wer kompetitiv spielen will, so schnell wie es geht, kann das natürlich tun. Wer gemitteln will, kann das natürlich tun. Wird die Runden gewonnen, Runde 2, jemand baut die Bauteile fertig, bla 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 bla, dann läuft es trotzdem weiter. Einfach bis in die Unendlichkeit. Das kann 3 Monate dauern, das kann 6 Monate dauern, das kann 9 Monate dauern. Das kann 2 Tage dauern, wenn mit der Rappe bockt. Je nachdem. Und in dieser Phase, die brauche ich habe in der ersten, ich nenne es jetzt einmal Challenger Season. Ja, die erste Runde war Challenger, das Spiel ist so, mach, gewinn. Runde 2 wird
gemütlich, aber in dieser Runde wird sich sehr viel ändern. Erst einmal eine Zeit lang wird sich gar nichts tun und dann wird sich sehr viel ändern. Die letzten 2 Planeten werden weggeschnitten, gibt's nicht mehr. Im Prinzip grindest du durch 5 Planetentypen und machst 5 Planeten lang dasselbe. Das ist absolut stinklangweilige Scheiße, kriegst einen Vogel. Alles wird langsamer. Vor allem, also nicht die Bauzeiten und Technologiezeiten und Bewegungszeiten werden ein bisschen länger, sondern die Generierung von Rohstoffen wird drastisch langsamer. Und zwar mit so gnadenlos viel langsamer wie jetzt. Ich glaube, voll ausgebaut baust du pro Harvester 30 Rohstoffe ab in der Stunde. Das wird voll ausgebaut, aber kürzt auf 15. Also gnadenlos die Hälfte. Und das hat allein schon den Effekt, du wirst nicht so inflationär mit Rohstoffen zugeschissen und schon fühlen sie die wieder wertvoll an. Und dann wirst du hoffentlich selber so aktiv, ich möchte jetzt aktiv irgendwas tun, um Rohstoffe zu kriegen. Ich baue Truppen und greife an, weil es die einzige Möglichkeit ist. Das ist einmal das Erste. Die anderen 2 Planeten, der Plasmaplanet kommt weg, der Sandplanet kommt weg. Die werden natürlich nicht gelöscht, ihr seht es bloß nicht. Die bleiben schon technisch da. Theoretisch ist das Spiel so ausgelegt, dass theoretisch 1000 Planetentypen geben, aber ist ja egal. So. Wir kürzen das auf 3 Planeten. Auf dem Erdplaneten bleibt der Extraktor zum Umeinanderfahren. Der Erdplanet ist so gesehen der Noob-Planet. Ja? Da hast du ein Versteck in deinem Lager drin von 50%, das der kleine klauen kann. Du fährst ein bisschen mit dem Extraktor umeinander, du kriegst das ganze Spiel beigebracht, wie das mit den Gebäuden funktioniert, etc. Und dann gehst du auf den nächsten Planetentypen und da muss alles anders werden. Also nicht alles natürlich, aber da müssen 1, 2 Gebäude kommen, die das Spiel, die Spielmechanik ein bisschen aufbrechen und du nicht 70 Kolonien, oder? Das habt sowieso alle im Vorschlag. Aber da hat es selber Schuld. So ja, ich glaube, es ist. Aber gut, irgendwo natürlich auch ich, weil ich sage, ihr werdet zurückgeschissen mit dem Scheiß da. Und zwar, auf dem 2. Planeten funktioniert der Extraktor nicht mehr. Da kommst du an diese Primärrohstoffe nur auf eine andere Art und Weise. Welche das genau ist wahrscheinlich Expeditionen. Wie die genau funktionieren, das erkläre ich jetzt nicht, weil sonst sitze ich wieder eine Stunde da. Und auf dem 3. Planeten habe ich leider Gottes noch keine Idee, die man einbauen könnte, wie man da an die Primärrohstoffe kommt, aber auch nicht durch den Extraktor und nicht durch Expeditionen. Wahrscheinlich am Anfang einmal durch was Einfaches. Du brauchst einen Wasserstoff und ein Silikat, das verstehen jetzt nur Leute, die Annex schon spulen. Also den ersten Primärrohstoff vom ersten Planeten und den zweiten Rohstoff, schickst den auf den 3. Und da gibt es dann ein Gebäude, das die 2 zusammenpresst und dann den 3. Rohstoff draus macht. Warum? Ich sehe ja Logs, ich sehe, was ihr jetzt. Und da schaue ich natürlich speziell Leute an, die viele Kolonien haben, 50 Stück aufwärts. Was jetzt den ganzen Tag? Immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Ihr greift es nicht mehr an, ihr baut keine Technologien aus, nur relativ selten. Ihr klickt nach der Reihe eine Kolonien durch. Gebäude ausbauen, Gebäude ausbauen, Gebäude ausbauen. Oh, scheiße, Lagerla. Nächste Ding. Na, halt, stopp. Auf die Map geh. Ich will irgendwo einen Rohstoff aus, ist mir scheißegal, welcher, 1, 2 oder 3, leck mir am Arsch. Hauptsache das Ding fährt. Nächste Kolonie. Und das ist halt einfach behindert. Also das ist im Prinzip das Fundament vom Spiel ist da. Aber jetzt gehört's interessant gemacht. Und das war die erste Phase bis hierhin, die war schon schwer. Die nächste Phase, die wird nicht einfacher. Und Expeditions, glaube ich, könnten ganz cool sein. Ich bin bloß nur am Überlegen, ob ich eine PvE-PvP-Sache draus mache oder eine reine PvP-Sache. Das werden wir rausfinden. Aber so, damit ihr grob wisst, in was für Richtung das geht. Das Spiel ist jetzt so lang. Du brauchst 3 Wochen, um die da gnadenlos durchzugrinden. Länger. Also ich bin mir nicht sicher, ob es das Ende der Woche fertig ist. Ich glaube nicht. Und das komprimieren wir einfach zusammen. So. Die hinteren 2 Planeten weg und auf über die 3 Planeten, über die du gehst, machst du nicht ständig das Gleiche, sondern du machst auf dem Magmaplaneten was anderes, du machst auf dem Eisplaneten was anderes, du machst auf dem Erdplaneten was anderes. Und das nächste, was passieren wird, ab dem 2. Planeten hast du keine Rohstoffverstecke mehr. Nichts mehr mit 50% sind geschützt. Und alles dauert viel länger. Ja? Vor allem die Grundrohstoffe, mit denen wirst du zugeschissen, dann fühlt sich das auch alles wieder wertvoller an. So wie am Anfang von der Runden. Ja? Da bin ich auch selber davor gesessen und mir denkt, fuck, jetzt brauche ich noch 50 von dem und 20 von dem. Wie stellen wir das ein? Wie tun wir das? Ja, damit es schneller geht, greifen wir irgendjemand an, vielleicht hast du Glück auf und hat mich dann voll gefreut damit. Geil, ich habe ihm 2 Truppen zusammengehauen und 100 Titan mit heimgenommen. Geil! Und das ist halt spätestens, ihr habt nach 2 Tagen 5 Kolonien gehabt. Das soll in Runde 2 oder
dann eigentlich in Runde 3, wenn die Änderungen durchgezogen sind, während Runde 2, machst du in der Woche maximal 2 neue Kolonien und das war's. Das ist so die Idee, in was für Richtung das geht. Reanimal eine Option ab 13. Februar. Reanimal ist nicht nur eine Option ab 13. Februar, sondern Reanimal ist im Stream ab 13. Februar. Selbstverständlich, Herr Hafler. Herr Staudi schreibt einer was. Können wir bei den Bauteile auch auf Schere, Stein, Papierbasis aufbauen? Also ein paar Bauteile, die vorwiegend Wasserstoff, andere vorwiegend Silikat und so weiter und ein bisschen unberechenbarer, wie viel das brauchst. Bauteile gehört sowieso komplett reworked im Prinzip. Ob das schon während Runde 2 stattfindet, das weiß ich noch nicht. Das ist doch nicht so wichtig. Weil wenn das Sammeln von den Ressourcen spannender und anders gemacht wird, dann lassen wir das Bauteil dabei, so wie es ist. Bau und fertig. Aber das Bauteil braucht generell ein paar Sachen, um das Endgame spannender zu machen. Zum Beispiel, dass der gestohlen werden kann. Zum Beispiel, dass der kaputt gemacht werden kann. Zum Beispiel, was auch immer. So, das ist so meine Idee in meinem Hinterkopf. Das Bauteil, das ist dein Baby in dem Spiel. Ja, natürlich sind alle anderen Sachen auch wichtig. Wenn du einmal Truppen verlierst, ja, dann baue ich wieder neu nach. Natürlich ist es ärgerlich. Wenn einmal über Nacht 35 Raketen kämen, ja, scheiße, dann repariere ich es wieder auf, ich baue dabei in meiner anderen Kolonie irgendwas. Aber das Bauteil, wenn da jemand kaputt schießt, oder stufenweise oberschießt oder irgend so Geschichten, dann tut es richtig weh. Und das soll auch richtig weh tun. Damit sie Netzwerke gegenseitig daran hindern können, weiterzukommen. Und das fällt dem Spiel gerade noch komplett. Und da muss ich mir auch was ausdenken. Aber das kriegen wir schon. Ich habe 1 Million Ideen. Ich muss mir bloß ein paar konkret rausziehen. Und dann brauche ich mal wieder ein bisschen Abstand vom Spiel. Ja, ich mache das einfach so. Ich schaue da nochmal einen Monat gar nicht rein. Also es ist was kaputt natürlich. Oder es ist irgendwas, spiele auf ganz normal weiter. Und dann machen wir 1 bis 2 Mal im Jahr da ein Community-Event draus. Und hoffe, dass beim nächsten Mal dann die Leute wieder Bock haben. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr auf Runde 2 Bock habt. Ihr könnt es ganz gemütlich dahin spielen. Aber die wichtige Runde war Runde 1. Da habe ich so viele Probleme erkannt in dem Spiel, die mir so halt nicht auffallen. Weil ich selber natürlich nicht hinstehe und 2 Wochen lang in das Spiel einsuchtelt, damit ich fühlen kann, wie sie sich anfühlt. Das sage ich bloß, wenn ihr spielt und ich schaue zu, Alter, das geht schnell, die Leute bauen nur Gebäude, keine Truppen greifen nicht an, etc., etc. Da müssen wir was da dagegen, das möchte ich so nicht haben. Wie viele Spielen den Annex? Registriert haben sie knapp 500. In der ersten Woche waren natürlich über 400 Leute regelmäßig online, mittlerweile sind es nur so 250 bis 300, die in die letzten 48 Stunden aktiv waren. Was immer noch unendlich fair ist im Übrigen. Habe ich niemals damit gerechnet, dass ihr länger überlebt als 3 Tage. Die meisten. Sag ich dir, wie es ist. Ich hoffe jetzt, dass da nicht dass der Fandom kickt, das euch eigentlich schon nervt und anfuckt und es traut sich vielleicht nicht sagen und ihr spielt einfach weiter oder so. Was weiß ich, was in manchen Köpfen vorgeht. Aber über 250 Leute noch regelmäßig online nach 3 Wochen, 2,5 Wochen. Das sehe ich als einen brutal, hätte ich niemals damit gerechnet. Ich sag ganz ehrlich, nach 2,5 Wochen, vielleicht noch 10% da. Weil es dann langsam kapieren oder jeder merkt so mit, oh fuck, und jetzt die 12. Kolonie und dann mache ich wieder das gleiche. Und jetzt die 13. dann mache ich wieder das gleiche. Und dann die 14. dann mache ich wieder das gleiche. Und dann die 15. Für was mache ich das eigentlich? Was soll denn die Scheiße eigentlich? Und das sehe ich selber, dass das Scheiße ist. Ja, ich meine, ich sag's ja auch so. Mir fragt so, trotzdem wird durchgezogen. Stadi, das ist nicht richtig. Das ist, ich möchte nicht, wie soll ich sagen, dass du hast so viel Zeit investiert, dass da jetzt das blöd ist, dass du aufhörst, obwohl es da keinen Spaß mehr macht. Das ist so der Krampf. Mir ist auch fad worden, ja, sagt's mir das. Was wird fad? Ich weiß, was fad wird, du machst die ganze Zeit das Gleiche. Und es gibt aber Leute, die haben da über 70, 80 Kolonien. 80. Ich bin schon zu faul, dass ich 3 manage. 4 Kolonien habe ich. Bis zum Eisplaneten bin ich gekommen und hab mir dann gedacht, und jetzt wieder von vorn? Nein. Also das wieder von vorn wird weiterhin so bleiben, natürlich. Du fängst wieder mit der Kolonie an, aber es muss dann auf diesem Eisplaneten, Magmaplaneten, da muss was Neues kommen. Oh Mann, Annex da ich so dermaßen gern spielen, aber ich kann da nicht dauerhaft dranbleiben, so schaut. Ja,
vielleicht ist dann Runde 2 was für die. Da kannst du einfach, ist scheißegal, dann kriegst du noch mehr aufs Maul für irgendjemand. Vollkommen wurscht, dann lockst du dich in 3 Tagen wieder ein, tust du ein wenig umeinander zum Ausprobieren. Jedes Feedback hilft. Jedes Feedback hilft. Keiner braucht sich irgendwie in die Hosen scheißen. Somit ist es absoluter Dreck, aber ich mag es ihm nicht sagen, weil sonst will ich nur zum Meme. Ich meine, es zieht sich mittlerweile, aber ich habe ein Bauteil angefangen. Sldo Zirk SS4. Hier ist gleich Crap, keine Ahnung, was sie geschrieben haben. So meine ich es nicht, aber mein Wecker ist schon auf 2 gestellt, dass ich das Bauteil weiterbauen kann. Das ist eigentlich Musik in meinen Ohren, das ist ja schon klar. Wenn sie leider einen Wecker stehen wegen deinem Spiel um 2 in der Früh, dann weißt du, dass du irgendwas richtig gemacht hast. Aber mir ist auch bewusst, es sauber zu lang. Und das ist mit Gewalt entlenkt gezogen. Das heißt, in Runde 2 gibt es auch wieder ein Bauteil, du brauchst aber nicht alle 5 Rohstoffe, sondern bloß 3. Ja, also rasieren wir schon einmal 35% von dem langen Grind rasieren wir schon mal weg. Dafür soll alles ein bisschen weniger schnell gehen. Im Prinzip dauert es genauso lang. Aber du sitzt nicht da und musst alle 20 Minuten irgendwas tun. Und je mehr Kolonien du hast, werden aus den 20 Minuten alle 10 Minuten. Und dann auf alle 5 Minuten und dann kriegst du einen Kollaps. Weil nur noch der weiterkommt, der wirklich spielt. Alter, meine Wecker dran den ganzen Tag durch. Hab's damals auch zart gefunden, war aber trotzdem angefixt, dass ich es fertig spiele. Es hat ja den Anfix-Moment, den spüre ich sogar selber, wie wir die erste Runde angefangen haben. Die habe ich sogar selber gespürt, weil man denkt, verdammt nochmal, das läuft wirklich Welten besser, wie ich das dachte. Und fühlt sich richtig nice so. Und jetzt kommst du da hin und kommst da hin und kommst da hin. Dann fühlt sich die zweite Kolonie auch noch richtig nice so. Und ja, jetzt haben wir die zweite und das. Und es schaut alles ein bisschen anders aus, aber es ist immer nur 1:1 das gleiche Spiel. 1:1 das gleiche, ich mach das gleiche nochmal. Da langweilt es dir aber noch nicht. Aber langweilen tut es dir dann, und da habe ich euch allesamt zugeschaut und da habe ich nicht damit gerechnet. Am ersten Tag, am zweiten Tag ist die zweite Kuppel von den Leuten gekommen und am dritten Tag haben die Leute nicht mit der dritten Kolonie gekommen, sondern mit der 5., 6. und 7. Und dann expandiert das, dann hast du 7 Kolonien zum Managen und dann muss ich da bauen und da bauen und da bauen. Da kriegst du einen Kollaps. Das macht auch keinen Spaß nicht. Und nix fühlt sich mehr wertvoll. Das ist eigentlich das größte Problem, das ich sage. Ja, bau irgendwas. Hauptsache du hast irgendwas. Hauptquartier bauen, macht das überhaupt Sinn? Keine Ahnung, Scheißdreck, bau irgendwas. Ich habe nämlich nur 5 Kolonien zum Durchklicken. Und das ist einfach Scheißdreck. Jede Kolonie soll sich wertig anfühlen, jede Gebäudestufen soll sich wertig anfühlen, jede Truppe, die du baust und eventuell verlierst, soll sich wertig anfühlen. Es soll alles ein bisschen langsamer gehen. Stickerl für Stickerl. Das kriegen wir schon, aber das braucht Zeit. Es braucht Zeit. Vor allem wird das Spiel nicht besser, wenn es einfach aufhörst, und ich habe Vertrauen in dich, dass du das Spiel verbesserst, deswegen wird so lange gespielt, bis es passt. Herr Staudinger, das ist natürlich eine Ansage, machen wir mal nicht so viel Druck, aber ich habe in der ersten Runde sehr viel gelernt und die To-Do-Liste ist lang. Da brauche ich wirklich ganz lang. Und da sage ich jetzt auch, wie es ist. Ich habe Motivation, aber nicht für das, was ich davor habe. Dass ich da jetzt sofort anknüpfe und mich her sitze und jeden Tag 10 bis 14 Stunden reinbuttere, also jede freie Minuten und dann bloß noch 3 Stunden Schlaf am Tag. Und damit ich dann im April fertig bin, damit das tue ich jetzt nicht. Das habe ich letztes Jahr von April bis Juli da, letztes Jahr dann nochmal von Oktober bis Dezember. Und jetzt brauche ich wieder 2-3 Monate einfach, das läuft einfach dahin. Ich mache kleine Sachen, auf die ich Bock habe. Ihr könnt es einfach dahin spulen, das Ding ist refinanziert, das läuft einfach weiter. Und in 3 Monaten kriege ich wieder Bock und dann sitze ich mich hin und werkel das aus, was ich jetzt Stückel für Stückel als nächstes mache. Und auf das Expedition-System, das glaube ich, kann ganz lustig werden. Mach die nicht kaputt, ich arbeite mich ab dran. Ich kenne mich ja. Ich kenne mich wahrscheinlich besser als ihr. Ich will mir jetzt da noch mehr einen Monat hinsetzen und jeden Tag reinbutter ohne Ende. Dann steht es mir hier. Dann mache ich noch die zweite Runde und vielleicht noch die dritte und dann lasse ich mir irgendeine scheiß Ausrede einfallen, dass ich es nicht mehr machen muss. Ich kenne mich. Refinanziert her ich gern. Herr Staudi, Supporter-Rangliste Nummer 1. Was heißt, es ist... Dann fangen wir wieder mit Wimpo. Kann auch passieren. Ja, nein, das kriege ich nicht mehr raus. Das ist unmöglich. Da kommst du allein nicht. Das ist unmöglich. Aber ich glaube, wir haben ein wunderbares Fundament geschaffen mit NX. Das ist im Prinzip ja nichts anderes wie eine Engine, die da jetzt da ist. Die funktioniert. Die ist modular so aufgebaut, dass ich es schnell erweitern kann. An vielen Stellen, an manche aber leider Gottes an sich eine Hund reingehauen habe von Anfang an, die mir ein bisschen ausbremsen. Und wenn ich dann an die Sachen denke, dann nimmt mein Boxer ein bisschen ab. Deswegen brauche ich einfach einmal 1 bis 3 Monate Abstand. Dann sitze ich mir her und dann
fängt das schon wieder um, ich so, weißt du, was geil war? Ja, langsam stickt es mir wieder. Und dann fange ich langsam an, dann eskaliere ich rein und dann kommt eine neue Sache nach der anderen. Verkauf's einfach an einen arabischen Investmentfonds. Ja, die Bauteile müssen halt billiger werden, aber damit es nicht künstlich in die Länge gezogen wird. Die werden nicht billiger, aber wir stauchen alles zusammen, damit sie schnell einfach Sachen kommen und ändern während dem Spielverlauf, bis jemand gewonnen hat. Schnell einen anderen Skin drüber und das als Piratenspiel vermarkten oder als Cowboy- und Indianerspiel oder Modern Military-Spiel. Das schon gehen, ja. Das ist gemeint, wenn jeder nur eine Kolonie pro Planet hätte. Das ist wieder sauber zu langsam. Da hätte ich mir das komplette System sparen können, dass ein Spieler mehrere Kolonien hat. Das heißt, wir brauchen keinen Transport mehr, wir brauchen keine Truppenunterstützung mehr, wir brauchen den ganzen Teil im Kampfsystem nicht mehr, etc. etc. Dann kann ich die Hälfte vom Spiel abschneiden und wegschmeißen. Nein, das darf man nicht. Das kann zwar mal passieren, natürlich, dass man Spielmechaniken wirklich löschen muss, weil sie einfach Schrott sind, egal wie viel Arbeit das war, aber bis jetzt sehe ich keine Mechanik da drin, die absoluter Schrott ist, die nicht verbesserungswürdig ist und die man so hindrehen kann, dass es Sinn macht und gut funktioniert. Kriegen wir schon, aber es dauert. Ich wünschte, diese Erkenntnis hätte ich 2020 schon gehabt. Was meinst du, wie weit wir mir mit dem Spiel halt warten? Wenn wir das immer, wir machen dann eine Challenger-Runden, dann hoffe ich natürlich, dass sie da wieder mehrere Leute registrieren und wieder neu einloggen und wieder mitspielen und auf den Supporter-Account drücken. Ja, da brauchen wir nicht rundum schmatzen, weil wenn dann da wieder ähnlich viel umkommt, dann ist das Ding wieder 12 Monate im Voraus finanziert, dann können wir es wieder laufen lassen. Wunderbar. Wunderbar. Gibt es jetzt eigentlich dann eine Gesamtrangliste bzw. eine Art Hall of Fame? Frage für einen Freund. Das sechst, wenn es soweit ist. Was hältst du von Beast of Reincarnation? Kenne ich nicht. Birger, Speedrunden. Du möchtest NX Speedrunnen. Good luck. Idee, neue Kolonien müssen in der gleichen X- oder Y-Achse auf der Map sein. Jedoch nicht zwei im gleichen 3x3-Grid. Also immer erst das Sudoku lösen, wenn man eine Kolonie gründen will. Jetzt habe ich kurz gemeint, es kommt ein ernsthafter Vorschlag von dir, aber es kommt wieder nur Blödsinn! So! Jetzt, wie viel Donations habe ich schon wieder gesehen? Herr Bamperl, merci für den Zähne. Wie war's mit Hitman für einen Stream mit Verkleidung? Genie Grüß aus Österreich, das haben wir schon einmal da. Herr Gensel, merci für den 10er Schluss damit. Herr Gensel, merci für den 89 Monate, habe ich drin zu kurz verfahren, das habe ich noch gelesen. Herr Bamperl, nochmal merci für den Zwickel, wie schaut's aus? Nächsten Montag, Halo kommt jetzt gleich. Halo? Halo? Wie, jetzt kommt Halo? Gar. Was für Halo kommt denn? Halo 6. Raul Duke, merci für den 5er. Ab und an schaffe ich es einmal wieder live und dann sehe ich die verdammte Donation nicht, verdammt. Herr Duke, merci dir. Herr Hegemann, den habe ich mitgekriegt. Nochmal einen Gruß an den Rollstuhl-Sepp, an den Hofinader, merci für den Zwickel und den Rest habe ich gesehen, glaube ich. Kannst du mal die Kuppel stabiler machen? Bei mir ringt es über rein. Scheiße. Beast of Reincarnation ist von den Pokémon-Entwicklern und was ganz anderes als Pokémon. Wenn es das bringt, was es zeigt, wäre das geil. Veröffentlichung 2026, lass mich mal schauen. Ach, das ist aber das, ja, habe ich gesehen. Da warte ich aber erst, bis da ist. Wenn das was kann, schauen wir es uns so. Wenn aber wirklich, es ist aber gar nicht mal so unernst, Mr. Sprengi, wenn wir Ideen haben, ich habe natürlich auch ein paar, wie man die Sinnhaftigkeit der Platzierung meiner Kolonie, also wo ich wähle, wo ich hingehe, wo ich die hinbaue, wenn wir da Ideen hätten, dass es nicht einfach bloß ein freies Feld ist, sondern dass es vielleicht einen Sinn hat, wo man die hinbaut. Ich bin ganz ohr. Selbiges übrigens mit den Gebäudebauplätzen. Aktuell ist vollkommen wurscht, wo und was für ein Bauplatz du der Gebäude einbaust. Aber natürlich habe ich mir da früher auch mal irgendwas gedacht, vielleicht macht das irgendwann einmal Sinn, dass man zwei Gebäude miteinander verbinden kann. Und die kriegen dann irgendwas, keine Ahnung. Kennen dann auf einmal was. Und dann kann man Gebäude natürlich umpflanzen und dann fliegen die so langsam. Wie in StarCraft. Sagen wir es, was ist, wo es abgeschaut ist. Du kannst leider deine Gebäude bei den Terraner fliegen lassen und dann tauschen lassen und lauter so ein Scheiß. Mit Berge und Tälern und jeder Platz hat Vor- und Nachteile. War auch meine Idee gewesen, richtig. Problem ist dann das Wegfindungssystem.
das wird hart. Also, dass deine Truppen nicht mehr um den Berg rundum fliegen und so weiter und so fort, das ist Hardcore. Das ist richtig Hardcore-Scheiße. Da reicht mein Mathe-Genie nicht aus, fürchte ich. Aber es ist noch nicht einmal das WEDA implementiert. Das WEDA ist drin, aber es hat noch fast keine Auswirkung, etc. etc. Der Tobi schreibt, war ein starkes Gameplay heute. You serious? Ich habe eigentlich nicht recht viel da, außer einen Turmbau und einen Wassereimer aufgeschüttet. Aber gefreut mich, wenn es dir taugt hat, um Gottes Willen. Dann brauchst du doch noch einen kleinen Chinesen. Ja, musst die Map doch noch auf Hexagons umbauen. Oh, das ist, ja, es war möglich. Es wäre möglich, aber nein. Lass mich in Ruhe. Dann muss ich wirklich das Fundament vom Spiel aufbrechen und das tue ich nicht. Da entscheide ich mich dann wahrscheinlich auch manchmal gegen Spielmechaniken einzubauen, weil ich mir denke, das ist zu utopisch. Alter. Ich muss halt von vorn weg alles neu machen. Sämtliche Distanzberechnungen, alle die Darstellung auf der Karten. Ich will drüber nachdenken, dass ich jemals nochmal das Aussehen der isometrischen Teils, also dem Aufbau, ich meine, die Grafiken ändern, das geht ziemlich einfach. Aber die ganzen Berechnungen, die Anzeigen, die Icons, die von A nach B fliegen, wie viel Zeit mir das kostet hat, möchtest du überhaupt nicht wissen. Das willst du überhaupt nicht wissen. Bis das so funktioniert hat, bis das wundert mich, dass es so gut funktioniert. Bei so viel Leid. Und das mit dem Radarping und der ganze Scheiß. Vielleicht so anomäßig, dass man in der Nähe irgendwelche Minen sein muss und begrenzte Transportreichweiten hat oder so. Kann jetzt auch Schmarrn sein, spielt gar nichts. Das ist grundlegend richtig, aber dann ist sehr schnell ein Meta erkannt, weil du hast in deiner Kolonie diese Bauplätze und dann ist halt dann einmal Rohstoff und dann im anderen nicht. Wo baust du die Rohstofffabrik hin? Natürlich da, wo der Rohstoff ist. Weil es dann überhaupt keinen Sinn macht. Es müsste halt immer so ein Jonglieren sein. Ich kann mein Hauptquartier jetzt da hinbauen und dann nehmen wir das Kraftwerk. Dann wird, keine Ahnung, mit einer direkten Verbindung zum Kraftwerk als HQ überladen. Und solange das so ist, kann es irgendwas besser. Ich kann aber auch mein Lager da hin tun, dann habe ich ein größeres Lager, bis ich es wieder weg tue. Etc. etc. Außerdem spiele ich gar kein nichts. Außerdem bin ich ja gar nicht der Entwickler, sondern der kleine Chinesenbub im Keller. Aber das erzähle ich dir, wenn es ein bisschen älter seid. Spirit schreibt, vielleicht geben gewisse Gebiete einfach mehr Rohstoffe. Zum Beispiel auf bergigeren Gebiet gibt es mehr Titan und so weiter. Das ist ein guter Punkt, aber spätestens dann muss man dir diese Kolonie klauen können. Sonst ist man zu einfach mit der Erste, der da ist, gegangen. Auf birgigem Gebiet. Da gibt es dann einen Debuff wegen Hässlichkeit geschlossen. Besteht die Möglichkeit, irgendwann die Kolonie zu customizen, Farbe, Anbauten und so weiter, einfach zumindest mal zur Deko. Die gibt's. Es gibt zumindest einmal die Idee von Skins. Aber das ist so unwichtig, wie nur gerade hab's. Gameplay, Größe, everything. Ich habe schon sauber zu viel Zeit in das optische Aussehen von dem Spiel gesteckt, die ich mal lieber in Programmiercode gesteckt hätte. Dann warten wir schon 4 Schritte weiter. Das Wölkchen schreibt was. Boni für bestimmte Anforderungen. Auf dem Feld gibt es noch Dungeons für Extra-Missionen. Man muss Treibstoff ausgeben, um hinzukommen. Das ist dann in Verbindung mit den Expeditionen interessant. Das finde ich ist eine ganz wichtige Funktion, die noch fehlt, dass man Kolonien erobern kann. Das PvP steigt um 100%, trust me. Ja, aber die Trendzerrate im Discord und die Markierungsrate eines Bürgers auch. Was ist denn das für Scheißspiel? Ich war 5 Minuten nicht online und meine Kolonie ist weg. Das stimmt nicht, du warst einfach 2 Tage nicht online und der Kolonie ist weg. Das stimmt überhaupt nicht. Deswegen gibt es die Funktion nicht. Die war voll einfach zu machen. Voll einfach. Wie ein Bauschiff im Prinzip, fast mit dem Ding um mich und dann wird einfach bloß die Kolonie überschrieben. Das war wahrscheinlich, auf einen Nachmittag war die Mechanik drin. Das finde ich ist eine ganz wichtige Funktion, die noch fehlt, dass man Kolonien erobern kann. Also, vielleicht neben den Kolonien sowas wie temporäre Camps, die man dann erobern kann. Es sind im Prinzip die Rohstoffe, die aus dem Planeten rausbrechen. Das ist einfach im Prinzip nichts anderes. Trenzerei plus 400%. Das Gotzinger Power schreibt, cool wäre es, wenn du mehrere Kolonien platzieren müsstest, da je nachdem, wo platziert, deine Grundrohstoffe unterschiedlich chatten lassen und dann per Transfer. Was? Wie war's mit einem PvP-Planeten? Alle Planeten sind PvP-Planeten. Und deswegen unterhalte ich mich gern drum, das ist eine richtig gute Idee. Jetzt pass auf.
Das hast du wahrscheinlich anders gemeint, aber ich komme jetzt da auf was anderes. Jeder fängt auf dem Erdplaneten an. Das ist der Noob-Planet. Dann in die Lager, 50% Verstecke drin, die haben automatisch. Du kannst nochmal mit Technologien, kannst es glaube ich auf 75% ausbauen. Dann kann der aus deinen Lager keiner was klauen bis 75%. So, jetzt pass auf. Planet 2. Magma-Planet. Da ist der Noob-Scheiß weg. Es gibt keine Verstecke mehr in die Lager. Die gibt es da nicht mehr. Du kannst mit Technologie... Entschuldigung. Du kannst mit... Technologien auf dem Magma-Planeten deine Silos von 0 auf 25% bringen. Kosten halt Zeit und XP. Und auf dem dritten Planeten gibt es den Infiltrator. Das ist eine richtig starke Idee eigentlich. Das ist ultimative PvP-Zone. Wenn du bis zum dritten Planeten kommst, dann spielst du das Spiel auch aktiv. Und auf dem Eisplaneten, was weiß ich, sind die Bedingungen für ein Infiltrator-Bauschiff. Wir können es endlich bauen, weil es da so kalt ist, dass es nicht zerreißt auf dem Weg hin. Dann musst du eine Kolonie, was weiß ich, auf unter 10% Zustand all over runterschießen. Dann kannst du einen Infiltrator bauen, der so viel kostet wie ein normales Bauschiff. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und der fährt relativ langsam in die Zielkolonie, die du haben willst. Und wenn es ankommt, wird einfach überprüft, hey, Koloniezustand unter 10%, passt. Die Kolonie gehört jetzt mir. Dann kannst du in die Kolonie eingehen, alles sie aufretten und du kriegst im Prinzip eine Kolonie, eine voll ausbaute. Du kannst natürlich auch eine kleine Kolonie übernehmen, bringt halt nicht so viel. Das war da einer Spaß. Aber das ist eine richtig gute Idee gewesen. Ja, genau. Da ja dann noch 7338, genauso meine ich ja. Ich meine, ein Planet, wo Kolonien erobert werden können. Und das geht nur auf dem Eisplanet, das ist der letzte Planet. Was ist dann, wenn man alle Kolonien verliert? Game over, kannst nicht. Auf dem Erdplaneten kann deine Kolonie nicht geklaut werden, auf dem Magma-Planeten kannst du nicht geklaut werden. Nur auf dem Eisplaneten. Die Endstufe des Spiels, also das Endgame findet auf dem Eisplaneten statt. Das ist die letzte Etappe im Prinzip, weil Planet Typ 4, Sand und Plasma gibt es nicht mehr. Aber auf dem Eisplaneten geht es dann ganz anders, da können deine Kolonien gestohlen werden. Auf dem Magma-Planeten nicht und auf dem Erdplaneten nicht. Also du kannst selbstverständlich nicht ausgelöscht werden. Das ist natürlich, das ist mitunter so ein Grund, warum das Ding auch noch nicht drin ist, weil mir da dafür noch nichts so wirklich eingefallen ist. Wie man das unterbindet, dass da die erste Startkolonie gestohlen werden kann. Und dann, was ist dann? Dann logge ich mich ein und dann wird man eine neue irgendwo hin platziert, auf 0. Das ist natürlich ein Krampf. Aber auf dem Eisplaneten... Das klingt... Sag Bescheid, wenn es drin ist, dann fange ich auch mit NX an. Spätestens in Runde 3. Während Runde 2 wird es kommen. Das ist eine richtig gute... Ich muss noch ein bisschen drüber nachdenken, so ist es nicht, wie das leider abusen kannten. Ich kann mir vorstellen, wie sie es abusen. Ich dachte so. Und zwar, ich bin Netzwerk A. Wir sind die Stärksten, wir haben als Ersten auf dem Eisplaneten. Ich bin immer vor euch, immer. Und dann habe ich den ersten Infiltrator, ich bombe der Kolonie zu, der erste Kolonie auf dem Eisplaneten, die du brauchst, um spät zum Gehen, geh hier und nimmst du. Dann habe ich 2. Dann kommst du wieder, irgendwann, so nach einem Tag, kommst wieder mit einem Bauschiff, baust der Kolonie, fahr ich wieder mit dem Infiltrator ein und nimmst du einfach weg. Infiltrator hat Cooldown, ja. Also das muss auch richtig zag sein, dass du den Infiltrator da hinbringst. Das muss richtig teuer sein, das muss richtig asozial lang dauern, dass die Bewegungsgeschwindigkeit von 0,2, dass der für ein Fädel 2 Stunden braucht oder 4 Stunden sogar braucht, also richtig ekelhaft lang, damit das Gegenüber Zeit hat, das Ding abzuwehren. Und wenn der Infiltrator ankommt und die Kolonie ist nicht unter 10% oder sonstige Gegebenheiten angegeben, dann kehrt sich überlegt, ob der Infiltrator dann, der ist dann kaputt oder er fährt wieder heim. Das muss man dann... Es ist halt ultra high risk, aber halt auch ultra high reward. Das Ding, wenn du durchkriegst, dann... hast du halt einfach, dann kannst du jemanden 3000 Punkte klauen. Das heißt, du kriegst instant 3000 Punkte und jemand verliert 3000 Punkte.
Bui schreibt, ich kann dich da leider nicht supporten, weil das einfach nicht meine Art Game ist, aber ich wünsche dir, dass es alles so läuft, wie du sagst. Herr Buchi, mit dem fahren wir nicht an. Niemand braucht sich entschuldigen, dass er mir bei irgendwas nicht supporten kann. Also wenn das nichts für die ist, dann ist das absolut in Ordnung. Außerdem, das zum Schreiben, währenddessen du einen grünen Namen und ein pinks, episches Vollbisquad-Logo da dort hast, du supportest bereits. Ob das jemand da tut oder woanders, das ist ja vollkommen wurscht. Ja gut, ganz wurscht ist es nicht, weil wenn du es im Spiel tust, dann weiß ich natürlich, okay, die Leute haben Bock auf das Spiel. Du weißt schon, wie ich meine. Keiner muss sich da rechtfertigen, weil er nicht supporten kann, okay? Das war ein wenig narrisch. Hab auch das gemerkt, dass der Gebäudelevel an die Gebäude steht. Ja, Scarecrow steht auch erst seit heute um 3 Nachmittag, glaube ich, dort. Weil jemand berechtigterweise gesagt hat zu mir, das war geil, wenn da irgendwo was steht hat, damit ich mich nicht durch jetzt scheiß Gebäude klicken muss, zum sehen, ob ich es ausbauen kann oder nicht. Ich kann dich da leider nicht, das habe ich schon gelesen, dann mach's wieder Russ und brenn deine eigene Kolonie ab, dass der andere nichts kriegt. Das heißt, dann macht Gebäude abreißen Sinn. Dann tat wirklich ein kleiner Knopf Gebäude abreißen Sinn machen, das ist recht viel Sinn macht er sonst nicht. Aber wenn du dich sonst nicht wehren kannst und der Infiltrator auf dem Weg ist, dann weißt du was? Weißt du was? Ich reiß alle meine Gebäude aus, du Arschloch. Und dann kriegst du noch die Kolonie, die sauteuer Geld kostet und sauteuer Zeit kostet. Ja, da muss man sich dann was überlegen, wie man das balanced. Muss man sich einfach überlegen, wie man das ist halt ein krasser Schritt. Aber eine gute Idee, dass das nur auf einen Planetentypen geht. Auf dem letzten. Später ist vielleicht kommt irgendwann auch der Sandplanet wieder. Ja? Dann haben wir 4 Rohstoffe wieder, weil uns was Tolles eingefallen ist, wie das auf dem Sandplaneten noch mehr anders sein kann. Ja, dann kannst du auf dem Eisplaneten dem anderen seine Kolonien klauen, auf dem Sandplaneten halt wieder nimmer. Da ist dann wieder irgendwas anderes. Da fällt uns schon was ein. Für das haben wir genug Leid. Und jetzt gehen wir ins Bett. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es war mir ein Fest. Es waren wieder sehr kurzweilige, fast 3 Stunden. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Herr Florian, Herr Gottlieb, wir sind übrigens mit dem Schrauben für euch fertig. Das kleine Bike läuft wieder. Das ist für mich Magier-Shit. Herr Gottlieb, merci. Und dann der Riesung, gehen wir ins Bett. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte vergessen Sie nicht, den Like-Button zu smashen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick in Hytale geben. Es ist Minecraft in ein bisschen moderner. Ich glaube, das haben wir schon 1000-mal gesehen. Ist jetzt nicht schlecht, hackt mir aber auch nicht vom Hocker. Meine Damen und Herren, wir sehen uns am Mittwoch mit Green Hell. Story Mode. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Donations, vielen Dank für die neuen Mitgliedschaften. Ich weiß nicht, was da heute wieder los war. Welcome to the Squad. Vielen Dank für die ganzen Resubs und Triple F für die Moderatoren und ein klassisches Strapse ab in den Chat. Und Zwölfchen schreibt noch, Sandplanet Dune kommt mir in den Sinn, Drogen für die Truppen, das Spice muss fließen. Es wird langsam schwierig. Deswegen, da bin ich erst so drauf gekommen überhaupt, dass ich die letzten 2 Planeten wegkürze, weil ich versucht habe, mir was auszudingen, dass sie jeder Planetentyp anders spielt, die Rohstoffe zum kriegen. Und dann habe ich mir irgendwann einmal überlegt, so, warum eigentlich 5 Planeten? Wann habe ich denn die Entscheidung getroffen? Ich habe keine Ahnung. 2014. Warum 5? Jetzt mal, wenn ich irgendwas ändert, muss ich das an 5 stellen machen. Kürzer das auf 3. Brauchst du fürs erste gerade einmal 2 neue Ideen. Eine ist schon so gut wie sicher, die zweite ist so, geht so, aber das wird schon. Und dann ist das Fake und wenn dann eine Runde bloß 2 Wochen dauert, dann ist das halt dabei so. Dann kommt Runde 3, wird wieder eine Challenger-Runde. Hier volle Kanone rein, der erste, der gewonnen hat, gewonnen, dann wird sofort die 4. Runde angefangen und das wird wieder eine Endlosrunden. Die Erkenntnisse aus der Challenger-Runden dann umsetzen in der nächsten. Und da brauche ich dann Zeit. So. Du bist das menschliche Äquivalent zur Teilnehmerurkunde, oder? Was? Bekommt dein Gehirn eigentlich Arbeitslosengeld? Herr Johannes Schlüter. Sind das Insults? Ist das eine gute Idee mit Klarnamen? Ich weiß nicht, Johannes Schlüter. Es kommt einfach aus dem Nix, Alter. HDGDL, ja. Das darf ich jetzt auch sagen, wenn ich tue.
Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt schleichen wir uns aber. Ich wünsche Ihnen was. Schlafen Sie gut. Kommen Sie morgen gut durch den Tag. Wir sehen uns am Mittwoch um 20 Uhr. Und bis dahin halten Sie den Penis steif. So schaut's aus. Wahrscheinlich besoffen oder bekifft oder beides. Ich frage mich, warum ich nicht besoffen und bekifft bin. Schleicht's euch. Bis Mittwoch, 20 Uhr. Habe! Das war eine gute Tritte. So, pass auf. Machen wir so. Hab ich irgendeinen Blödsinn für einen Sprengen? Ich hab leider keinen. Doch. Na, der Seibler so ist voll. Da der Sushi-Schachtel liegen. Bis Mittwoch. Hau